Chat, ich hab mein Mikrofon. Ständer! Immer noch nicht. Aber ich habe Ersatzteil bestellt. Lass mich ran, das ist der Schmiedi. Schmiedi, ich hab einen Donation-Sound einschalten vergessen. Entschuldigung. Der ist aber gut sterben. Schmiedi. Das man sonst nicht. Ich sag halt nur First Tries. Lass mich ran. Wieso her mit selber? Heute dein behindertes Mal, du behinderter fetter Trottel im Internet. Hau ab! So. Meine sehr verehrten Damen und Herren, habe! Das gehört, das war gekonnte Mischung. Nicht schon wieder eskalieren. Please don't. Please don't. Löwensepp. Nein. Aus. Pfui. Pfui. Aus. Aus. Pfui. Aber die Ehre Bürger. Oh, Osterbier. Habedere Bürger, auf geht's zum Sturm. Das war Kuppelasse Raute draußen. Osterbier, Hashtag Eldenring, Raute Oberpfeu. Osterbier, Elden Ring, Oberpfeu, Herr Löwensepp, as always, Bussi aufs Nussi, merci dir. So, die Tröte ist durch. Heute gibt's nur gnadenloses Pro-Gaming. Ihr habt's mir am Samstag versichert, ihr habt's Bock auf Elden Ring. Ich hab schon auch Bock auf Elden Ring, das glaube ich haben wir ein paar frisch verstanden, glaube ich. Foxler, denk dran, Fashion Souls und Elden Bling sind Endgame. Foxler, ich brauche halt deine massiven Tipps. Ich hab mir ein bisschen zu... Hörst auf! Herr Moder! Wieso haben wir da eigentlich nicht Jamcat? Das darf mich interessieren. Mit dem Stahlhelm auf. Speed Squad. Herr Moder! Merci dir! Wow, 3 Jahre Mitglied im besten Squad der Welt auf die nächsten 50 Jahre. Herr Moder, oben an mir in 50 Jahren, da sind irgendwie bezweifelt die das, aber merci dir! Für 3 Jahre Mitgliedschaft ist schon hardcore. Wann führt YouTube eigentlich endlich einmal neue Symbole für Leute über 2 Jahre ein? Das würde mich mal interessieren. Vielen herzlichen Dank, Bussi aufs Nussi. Habe die Ehre miteinander. Wir spielen heute Elden Ring. Heute wird gestorben. Heute gibt's nur... Es stimmt nicht, habe ich gelogen. Heute gibt's nur First Tries. Habe ich gehört. Andi, was macht dein Ständer? Hashtag Ständeraufruf. Mein Ständer sagt, ich habe mir ein Ersatzteil bestellt. Zumindest den Fuß unten für einen Zehner. Mal schauen, was der kann. Der ist aber natürlich heute noch nicht da. Bis dahin... habe ich das Ding so in der Hand. Ich habe gerade so ein bisschen festgestellt, das Teil nimmt mir so ungefähr 30% meines Sichtfelds am Monitor. Das ist nicht so schlau, vor allem in Dark Souls, wo man schon was hängt so. Also, keine Ahnung, es gibt irgendwelche Super-Nerds, die spielen das blind. Aber ich bin Pro-Gamer, ich spiele es mit Augen. Ist einfacher, hab ich gehört. Also, was weiß ich schon. Wir werden sehen. Was soll ich denn sagen? Sagst du einem Wölfchen gleich einmal, Herr Foxler, ich hab mir ein bisschen angewohnt, dass ich alles einsammle. Ich smash nur noch Y beim Umeinanderreiten und sammelt jede Blume, Alter. Der Tobi schon wieder. Dieser Tobi. Tobislav, haut tritt! Okay. Habe DRRT hob ma a Elden Ring gekauft, aber ich schaff den bläden Baumschülerboss nicht sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, okay Zeichen. Da ich noch nicht einmal weiß, was der Baumschülerboss ist, muss ich mein Maul halten. Tobi, jetzt 20 ist 2, das werde ich dir jedes Mal sagen, und wenn es noch 100 Mal tust, ist mir wurscht, ich werde es trotzdem noch 100 Mal sagen. Elden Ring, Tobi, merci dir. Elden Ring, the Elden Phone. Merci. Leute, dankeschön, ist gut, ist ja gut. Wer war denn das? Der Basti! I love Birger und Grotti. Birger und Grotti, alles klar? And now kiss, oder was? Guts Fuß! Egal wie gut du fährst, ich fahr Güter. Grüße an alle LKW-Fahrer. Oh! Wo ist denn der Herr, nein, wie hat er geheißen? Gemeiner, scheiße, ich hab jetzt Schande über mein Haupt, ich hab seinen Namen vergessen. Wer ist das? Der Räucherall! So, Gösser und Speck, das Gericht kann schon losgehen, Birger. Herr Räucherall, ich weiß nicht, warum es schon wieder nicht angezeigt wird, aber wahrscheinlich ist der Name zu lang. Das ist totaler Schmarrn, was ich gerade gesagt habe. Räucherall, welcome to the squad, danke für die Mitgliedschaft. Opa! Also ich hab gehört, heute gibt's ordentlich Depth per Minute. So hast du nicht gehört, das hast du gelesen. Klaus World! Ja, halt, stopp! Jetzt rede ich. Grüß aus der Spätschicht. Du sollst selbst arbeiten! Und nicht den Trottel im Internet 10 Euro vor die Füße schmeißen, für nix und wieder nix. Rede ich. Grias aus der Spätschicht. Ich bin Klaus World, merci dir. 555 Nase! Depth Counter Inc. is coming. Depth Counter Inc. is coming, lachender Smiley Rip Bürgers Ständer. Welcome Ersatzteil auf Anschener Abend Bierkrüge. Welcome Ersatzteil auf ja, das Ersatzteil habe ich noch nicht. Also bis jetzt habe ich halt einfach nur die Kluppe, die Scheißdreck da, das jetzt einfach mitten vor meinem Monitor steht und ich werde einfach einen Scheißdreck sehen. Der Andreas Niebauer schreibt, wo Daisy? Daisy is gone. Heute gibt's keine Daisy. Dieses Casual Game hat halt Pause. Der Herr Langenecke! Was ist da los? Achtung!
Herr Langenegger. Ja, wie soll ich denn das aber auch vorlesen? Schreibt halt nicht über irgendwelche Romane in diese Mitgliedernachrichten, weil ich es nicht vorlesen kann. Der Birger, bin auch wieder dabei, bist du oft schon wieder heim zu beißen? Nein, bin ich noch nicht. Oder sollen wir die am Montag abholen? Ja, wahrscheinlich werden wir jetzt auf Abholen hinauslaufen. Leid, Chillzeit! Tobi! Das ist der Baumkönig, wo die am Anfang mit einem Schlag da haut. Baumkönig. Weiß ich, wer der Baumkönig ist? Weil mir hat doch der goldene Reiter schon mit einem Schlag geschlagen am Anfang. Aber ich zeige euch gleich, wenn wir in-game sind. Ich habe ein bisschen weitergespielt, natürlich, so wie ich es gesagt habe. Ich habe die Open World erkundet, bis in den Süden hinunter. Einiges gefunden. Was ich alles gefunden habe und so weiter, versuche ich noch ein bisschen zu beschreiben. Und was wir heute dann deren, was ich mir extra aufgekommen habe für den Stream, das werde ich euch dann auch wissen lassen. Darum heißt der Titel des heutigen Streams also ein bisschen von Drachen, Schlössern und unfassbar viel Depfen. So, einer nach dem anderen. Tobi, merci dir nochmal. Odin, habe dritt, freue mich schon auf die absolut geile Unterhaltung. Herr Odin, ich fürchte, es wird heute ein bisschen anders ausschauen. Da habe ich mich nämlich am Samstag schon ein bisschen hart da. In Elden Ring muss ich mich konzentrieren. Das heißt, da wird nicht geblödelt. Das ist ausnahmsweise mal mehr Gameplay als Blödschiss. Da ist Blund. Voll! Beer Squad. Übrigens, merci für die Mitgliedschaft. Herr Löffler, merci für den 10. 10er, ich freue mich aufs Game. Herr Löffler, das freut mich sehr. Vielen herzlichen Dank. 10er ist 2. Schnauze jetzt! hast du nicht vorher geschrieben? Du hast Raid? Du hast doch Raid, hat's geheißen, ne? Nein, Herr Löffler, ich glaube, da bin ich auch geflunkert. Rotkopf, Steff, Birger, bester Mann, Elden Ring, Best Game ever. Hab beide erst den zweiten großen Boss gelegen und hab schon 25 Stunden drin. Arbeitswag. Ich hab 11. Sag ich euch aber gleich. Reichal, merci dir! 21 Monate dabei und es wird nie fad. Herr Reichal, das geht aber wie Butter. Das freut mich natürlich unfassbar sehr, wenn du immer noch Spaß hast. Ob ich auch. Ne? So. Mal kurz zur Erklärung. Darum, da Elden Ring ein bockschweres Spiel ist. Außer man farmt sie in die ersten 5 Minuten die super OP-Waffen und was weiß ich was alles sehen. Gibt es genügend Tutorials im Internet. Die habe ich gesehen. Ja, ich hab's nicht angeschaut, aber ich weiß, dass es bestimmte Items schon wieder gibt und Steine gibt, wo man sich Runen farmen kann ohne Ende, aber ich kenne sie nicht. Ich versuche mich davor zu hüten, dass ich mir diese Videos anschaue und weiß, dass es ist. So, Leute, Ruhe jetzt. Tobi, ja, der Reiter ist der Baumkönig, der heißt so. Achso, ja, schön, ich weiß schon gar nicht mehr, wie er heißt. Den habe ich übrigens zusammendroschen. Und Margit! Der Boss, den wir am Schluss noch gemacht haben am Samstag, den habe ich auch zusammendroschen. Und einige Minibosse auf der Map habe ich zusammendroschen und so weiter und so fort. Farming-Style! Im Namen von allen echten Gamern. Danke, dass du heute Elden Ring wieder streamst. Hashtag Ehre. Ich habe euch schon gehört, der zeigt nicht oben. Wir dürfen es einfach. Es hilft sowieso nicht. Ich habe ja auch Bock. Lange gesagt, hey, ich bin nur eine Anzeige, hat beschissen, das kostet Maß bei der WLAN-Party. Weiß ich nicht. Wo ist denn dein Name? Du musst was schreiben, das sehe ich da nicht. Ich glaube, dass der nicht beschissen hat. Herr Langenecker, waren Sie eine Zeit lang einmal AFK? Ich glaube schon. Ja, guck mal, Leute, jetzt chillt mir eine Knirsche mit dazu gern was zum Spiel erzählen, aber das machen wir dann einfach in-game. Das hilft eh nicht. In 2 Minuten geht's los. Herr Leffler, vergesst sich wieder entwickeln. Na, zweiter Bildschirm. Ja, okay, touché. Du sollst auf deinen Raid aufpassen, sonst wirst du wieder ausgegangen von ich bin schuld. Ja. Herr Kubala, heute gibt's leider keine Big Dono von mir. Ja, ganz furchtbar leider. Du hast eine Sendepause jetzt einmal für die nächsten 28 Monate. Herr Gerwin! Gerwin hat er geheißen, nicht? Was habe ich vorher gesagt? Du hast den LKW-Kollegen im Stream. Grüße aus dem LKW, stehe heute mal wieder in Nürnberg. Heute mal ausschauen nach dem Ford Blue. Hab ich nicht gesagt, Themawechsel. Hab ich nicht gesagt, nein, nicht ausschauen halten, ich hab nichts damit zum tun, ich mag auch gar nichts mehr damit zum tun. Sag ich dir, was ist. Sphinx Max! Sphinx Mad Max! Ist dann vom Stream her ungefähr gleich, oder? Das hast du sehr gut erkannt. Ja, in Doom hat man sich auch konzentrieren müssen, aber da passiert relativ viel. Und in Elden Ring ist alles ein bisschen, ist halt einfach ein bisschen schwer zugänglich, vor allem für die Leute, die nicht selber spielen. Aber da müsst ihr jetzt durch. Das ist, hilft ja jetzt sowieso nicht. Da müsst ihr jetzt einfach durch. Ist der Ford Blue auch im vollblau Squad? Bin mir nicht sicher. Ich glaube, da war er gern. Bin mir nicht sicher. So, jetzt haben wir uns erstmal in einer Schlickerl Bulle. Dankeschön alle miteinander. Steff, ruhig jetzt. Du hast beim Elden Ring spielen nebenbei alle deine DC-Streams am Tablet laufen, da kann ich mich besser konzentrieren, komischerweise. Du bist der beste Birkbert. Birkbert gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Hashtag Birkbert, ab in den Chat, wenn ich mitmache, der schlägt dann Birkbert. So. Köstlich!
Jetzt. Okay. Also, mal kurz so zur Information. Schnauze jetzt! Wulfric! Ich freue mich schon auf einen ganz bestimmten Boss. Da wird's Dipf nur so regnen. Hashtag Dipfregen, Hashtag Zerpimmelung. Ja, nur so regnen, es wird egal sein, was für ein Boss. Es wird. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir mir die wirklich schwierigen Bosse im Stream nicht schaffen werden. Weil es mir nach dem 5. oder 10. Mal einfach zu blöd ist und ich immer ein bisschen abgelenkt bin durch den Stream. Immer. Ja, ich schaue immer in den Chat, ich habe immer 30% andere Sachen im Kopf als das Spiel. Darum ist es halt auch ein bisschen schwierig. Aber hilft das sowieso nicht. Wenn man schaffen, schafft man. Wenn man nicht schaffen, schafft man nicht. So, jetzt starten wir mal das verdammte Spiel. Jetzt muss ich sowieso erst mal schauen, wie das da regelt. Wieso kann man den Scheiß da nicht weiter nach unten stehen? Ich scheiß her, Ruhe jetzt, Tobi! Hab ich dir du Birkbert? Ja, hab ich dir zurück. Topbert. So, los geht's. Als kurze Information. Wir haben ja letztes Mal, also erst einmal Phase 1, jetzt haben wir mit Donation Sounds, also sonst kriege ich einen Schlaganfall und ich erzähle jetzt einfach weiter. Ich habe da so ein Tool gefunden, das heißt Flawless Widescreen. Das hat so Game-Settings, da kann man einen FPS-Log ausstellen. Was ist ein FPS-Log? Das Spiel ist begrenzt auf 60 Frames per Second. Ich stelle mir da aber nicht einen 3000 € Rechner her, dass ich dann mit 60 Frames umeinander gucke und da ständig irgendwelche Ruckler sind und sonst irgendeinen Scheiß. Das hebt das Ganze quasi auf. Dadurch muss ich aber, leider ist jetzt die Frage, ob leider oder nicht, muss ich im Offline-Modus spielen. Da gehen natürlich ein paar Inhalte aus dem Spiel flöten. Aber das ist nicht so schlimm. Sprenge ich 60 FPS Limit, unplayable. Du, für Leute, die 144 Frames gewohnt sind, ist es unplayable. Und durch die Frame Drops, die das Spiel hat, ist es tatsächlich an manchen Stellen unplayable. Wie ich das dann gehabt habe, habe ich nämlich einfach diesen scheiß goldenen Reiter aufs zweite Mal, glaube ich, einfach umgehauen. Weil er gar nichts kann. Um ganz ehrlich zu sein, sobald du das Pferdl hast. Aber gut, jetzt schalten wir um und dann gehen wir mir mal grob durch, was wir alles da haben. Das offen, merci dir. Leon, merci dir. Der 5er für einen Brieg kriegst du trotzdem. Ein Brieg? Was in Gottes Namen ist der Brieg? Den 5er für Brieg kriegst du trotzdem. Weiß ich nicht, was man sagen muss, aber merci. So, jetzt schauen wir mal, wie weit das ist. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt da managen. Ich stelle mir jetzt das Mikrofon da auf den Schoß. Ja? Und oh. Ja, da haben wir wieder so weit. Warte mal, dann tue ich mal. Ich hab da so ein Fulzmatterl. Ein kleines Fulzmatterl. Das der wir mit der Vierer, dann schäbert es vielleicht nicht so. Dann hört sie das nicht so. Schauen wir mal, ob das was hilft. Ist das akzeptabel so oder wie schauen wir aus? Ist Lautstärke akzeptabel? Hallo, ich brauche bitte Rückmeldung. Der wir gleich mal weiter da. Überall Kabelwurstelei und unaushaltbar. Ein bisschen leise, ich komme aber nicht mehr Hoppala. Du bist so leise! Ja, dann muss man das Spiel leiser machen. Das ist aber auch kacke, ich kann ja nicht sowieso spielen, da krieg ich einen Schlaganfall. Ja, wie machen wir das jetzt? Ich weiß es auch nicht. Leute, ich weiß es auch nicht! Der Ständer ist kaputt! Okay. Probieren wir es so. Dann muss ich mich ganz furchtbar aufrecht hinsitzen, dann muss ich drüber schauen und dann. Look, wie so ein Apper, was soll ich mit dem WD-40 gehen, dass du vom Schoß abgerutscht oder was? Hast kein Headset? Doch, ich habe natürlich schon ein Headset, aber trust me, den Headset-Sound wollt ihr nicht hören. Da, schauen wir das einmal dahinter. Ja, so ist schon aushaltbar. Warte mal, der Monitor ist ein bisschen. Ja, der Mühe, ich hab's ne? So. Aber das ist gar nicht schlecht, weil dann kann ich es einfach aufs Mikrofon schirmen. So, passt. Wie Sie sehen Sie nichts. Wir haben gestungene 30 Frames. Grafikkarten sollte man vielleicht halt nicht auf 50% laufen lassen, so wie ich das normalerweise immer tue, dann geht vielleicht auch was. Ja. Und schon hoppala, da haben wir. So. Da sind wir. Wo wir da genau sind, das zeige ich euch jetzt einmal ganz in fucking Ruhe. Und zwar, Leute, jetzt ist Ruhe, ich erkläre jetzt. Ein Kartoffelpuffer, Servus Bürger, der DayZ-Squad ist auch da. Das ist recht, habe die Ehre miteinander. Press F in DayZ-Squad, los geht's. Damit ihr seht, wo ich überall umeinander geguckt bin. Ich hab ja gesagt, wo haben wir mir letztes Mal stehen geblieben? Da herum bei der Magit. Magit! Hab ich gesagt, die hab ich direkt offstream 2 Stunden später dann noch zusammendroschen. Ich glaube, dass ich ungefähr 10 Tries habe ich noch gebraucht. Ich habe mir nur 5, 6 Tries habe ich mir angeschaut, was sie so genau macht. Und dann irgendwann ausgelesen, okay, sie hat einfach 2 Attacken, bei denen du zuhauen kannst, ohne dass du aufs Maul kriegst. Und dann habe ich es geschafft.
Dann habe ich beim Sturmschleier Haupttor, also 10 Meter hinter dem Boss, habe ich mir die Gnade da geholt, wo wir uns jetzt dann hin teleportieren. Und dann machen wir dieses ganze Schloss da. Das ist einmal ein Teil heute. Dann habe ich da an der Stelle ein Viech markiert. Das machen wir jetzt dann gleich als erstes, weil ich hoffe, dass wir den halbwegs schnell schaffen. Wenn nicht, dann dürft ihr mir jetzt 2 Stunden beim Sperren zuschauen. Das ist ein Mistviech, das ist größer als der verfügte Bildschirm. Wir werden sehen. Und ansonsten, sagst ich habe das ganze Starkgebiet, wo wir da waren, wirklich aufs Genaueste, zumindest nach meinem Ermessen, durchforstet. Habe einen Haufen Höhlen gemacht, Küstenhöhle und Kirche der Drachenkommunion und was weiß ich was alles. Einen Haufen Zeug gefunden. Habe mich bis zum Süden da aber gearbeitet und da bin ich noch nicht ganz durch. Ja, da habe ich bloß nach diesen Gnaden, nach den Checkpoints da gesucht. Mehr habe ich da noch nicht da. Ja. Was ich halt auf dem Weg so gefunden habe, habe ich gefunden. Und da unten ist nochmal so ein Schloss, das werden wir dann vielleicht auch noch heute machen, werden wir aber wahrscheinlich nicht schaffen, Alter. Und wenn wir das obere Schloss überhaupt schaffen, ich bezweifle es, aber wir werden mal sehen. Ja, auf alle Fälle wisst ihr so, das Starkgebiet ist auf alle Fälle ausgekundschaftet. Und ab dem Punkt werde ich dann also langsam anfangen, dass ich mir dann mal Videos anschaue, beziehungsweise Beutel von aufgedeckten Karten, ob ich irgendwas übersehen habe. So, da haben wir einen Haufen Schund gefunden. Unter anderem Wölfchen? Wölfchen, ganz speziell ans Wölfchen. Ich loot jeden Scheißdreck, der umeinander liegt. Und zwar nicht jeden Scheißdreck. Sollte mal einer sagen, ich loot nicht. Ich hab zwar noch nichts davon hergenommen, aber scheißegal. Haufenweise Zeug, in einem PvP-Gebiet waren wir und was weiß ich, was alles sehen. Dann habe ich neben den Wölfe, die man casten kann, also die man so herbeizaubern kann, habe ich noch 2 andere Dinge gefunden. Einmal so die Asche der Soldaten von Godric. Da kommen 2 so Soldatentypen, die haben auch gar nicht schlecht. Und die Asche eines verrottenden Hundes. Das ist so ein Seuchenhund, aber einzelner. Der hält ein bisschen mehr aus wie die Wölfe, habe ich so das Gefühl, aber es ist ja der einzelne Target und nicht ganz so stark. Habe ich zumindest das Gefühl. Für Playtime, wir haben, glaube ich, 4 Stunden am Samstag gespielt. Ich habe dann noch weiter gespielt, ungefähr nochmal 4 bis 5 Stunden. So. Dann ein Haufen Loot-Scheiß, bla, Pflanzen und Kack und Dreck zum Sachen craften. Interessiert mich eigentlich nicht so stark. Haufenweise so Schmiedesteine und was das so ist, weiß ich gar nicht. Karten habe ich mir gekauft und Handbücher habe ich mir gekauft. Und. Dann wollte ich mal so Zaubereidinger ausprobieren. Das ist einmal das erste, eine neue Fähigkeit. Dann habe ich festgestellt, für die Dinger braucht man einen Zauberstab. So einen habe ich noch nicht. So einer ist mir auch noch nicht gedroppt. Dafür habe ich mir gekauft, so Anrufungen. Und zwar so einen Fireboy zum Beispiel. Den demonstriere ich gleich einmal schnell. Damit sie hoppala, nein, wir steigen vom Viertel ab. Da steigen wir vom Viertel ab. Und zwar kann ich mit meiner linken Hand folgendes tun. Bring du Sau! Und der Zauber ist gar nicht mal so schwach. Der macht ziemlich viel Damage. Der einzige Nachteil ist, finde ich, so ein bisschen, er braucht relativ lang zum Casten. Und wenn du da so einen Gegner hast wie diesen scheiße wird das quasi, war irgendein blaues Viech. Da habe ich, was habe ich da gekriegt? Da habe ich einen Haufen Waffen gekriegt. Warte mal. Meine ganzen Waffen, Waffenzeug haben wir gefunden, da schon hin. Eine Handballiste, die ist so fett wie ich selber. So ein Kurzschwert, andere Schwerter, 2 Handschwerter, ein Bluthund. Ein Bluthund Ritter irgendwas hat er geheißen. Der lässt da halt keine 2 Sekunden Zeit zum irgendwas machen. Und da ist der Cast ein bisschen für den Arsch. Weil du jetzt so aufziehen musst und bis dahin kriegst du 15 Mal aufs Maul. Eine Großaxt habe ich gefunden, einen Morgenstern, eine Spaltaxt, einen Flegel, eine Keule, einen Streithammer, einen Speer. Der gar nicht so schlecht ist, ist ein Speer plus 7 im Übrigen. Der macht ziemlich viel Damage, aber mir fällt geschickt, leider Gott. Und die goldene Hellebarde, die gibt's von dem goldenen Reiter, der uns ein paar Mal aufs Maul kann. Der kann aber gar nicht so viel, wenn es da mal... Ja. So, gut. Soweit, so gut. That's everything. Ich hätte jetzt einen Vorschlag. Wir gehen mal an so einen Rastplatz, aber der, glaube ich, geht eh automatisch. Und dann werden wir uns dem ersten Gegner des Abends stellen. Den habe ich extra aufgekommen. Ich habe ihn 2-3 Mal versucht, gebe ich zu. Ja, also ich weiß grob, was er kann. Muss jetzt da ringen. Ich mag nicht, dass es ringt. Ich mag nicht, dass es ringt! So, da haben wir da keine Flaschen für Magie brauchen. Verteilen wir alles so, dass wir nur Lebensflaschen haben. Und dann schauen wir mal. Drogon-Lull, du hast graue Haare. Ja. Ich bin wahrscheinlich auch älter als die meisten. Der zeigt mal nicht oben. Da, los geht's. Foxlauf! Ich hoffe, du hast auch die
Gürtellaterne gekauft? Nein, ich hab's gesehen, aber ich hab's noch nicht gekauft. Bestes Item für Höhlen, Licht ohne Fackel. Ja, es gibt ein paar so Höhlen, da wo es braucht halt keiner. Stimme zu. Soll ich die vielleicht noch nachholen. Herr Hannig, merci für den 5er. Kartoffelpuffer, merci für den Euro. Der Soffen, merci für den Euro. Leon, merci für den 5er. Tobi, merci für den 5er. Falls ich jetzt irgendjemand übersehen habe, jetzt ist Konzentrationsphase. Übrigens, was man auch noch sagt, ich habe so ein Messingschild noch gefunden. Es gibt 100% Physical Block Chance. Und das ist nicht schlecht. So, jetzt gibt's aufs Maul, Kinder. Schauen wir mal, was passiert. Was mich schon wieder nervt, ist, warum rennt jetzt da? Frame Drops schon wieder ohne Ende, ich hasse es. Was, das ist die falsche Richtung, oder? Ist das die falsche Richtung? Nein, weiß ich nicht. Ja, ihr werdet es gleich sehen, um was das geht. Werden wir es gleich da. Jetzt nicht runter. Da ist der Mr. Krabs. Der Mr. Krabs kann mir aber mal, aber da in der Ferne steht unser Best Buddy und den werden wir jetzt hoffentlich aufs Maul hauen. First try, bitch. So, jetzt pass auf, das machen wir jetzt folgendermaßen. Wen holen wir da? Probieren wir mal die Wölfe. Holen wir die Wölfe zur Hilfe. So, grüß Gott beieinander. Der ist nicht ganz so nett, der ist ein bisschen, was du sehen. Aber, ja, geht's nicht auf Zeiten, ihr Spackos. So, los geht's. So, Mr. Dragon Man. Wir schauen mal aus. Ja, eine im Popo. Eine im Popo! Oh, oh. Ja, hab schon verstanden. Ja, mit Geduld, Kinder. Mit Geduld. Oh, er speibt fein. Okay. So, meine Wölfe haben einfach gebrannt. Oh. Ja. Okay. We will see. Oh, er ist wütend. Oh, er ist scheiße wütend. Und wieder Abflug. Sobald er mit dem Schwarf. Ah, was ist das für ein Ohr? Tut das Ohr weg! Ah! Wieso visiert er jetzt das Ohr? Oh, hau doch ab! Ah! Okay, I'm gonna die. I'm gonna die. Okay, wieder aufsitzen. Nicht verkrampfen, Bürger. Alles ist cool. Und sprinten. Das wird eng. Oh, der killt da die anderen 4. Das ist natürlich schon geil. Oh. Ja, ich glaube, der wird nicht ganz einfach, aber das kriegt man schon. Okay. Oh nein, im Popo. Und wieder Abflug. Sobald er mit dem Schwarf abzieht. Ja, oh, du mal der Stampfi. Der Stampfi. Ach so, nein, bist du. Oh, da gibt's was zum Looten. Schön. Bitte. Bitte nicht wieder. Ah, immer wieder mal kurz rein im Bob. Das ist der Plan, den ich mir ausgesucht habe. Aber was ist mit... Oh, da liegt auch noch mal Loot. Ja, speib du, währenddessen kann ich die hauen. Ja, speibst du in die Richtung, das ist recht. Ja, hab die schon dropsen. Aber ein Viertel haben wir schon. Nur die Geduld, Kinder. Epic Music ist epic. Okay, und nochmal. Und Abflug. Flüge nicht so weit weg, du. Nicht da ins Eck drehen. Nicht ins Eck, da kann ich nicht auf den Ohr schauen. Geh weg. Oh Gott, wie weit kann der Speim? Oh, leck, geht das weit. Ich hab. Okay, bye. Na, Alter, sag mir jetzt ja nicht, dass die Lebensleistung weg ist, weil dann will ich narrisch, gell? Oh, Gott sei Dank. So, Dragonia, Sepp, wir schauen mal aus. Fangen wir nochmal von vorne an. Hab ich nicht gewusst, dass es einen Reset gibt. Okay, der von nicht so weit weg. So, wie schaut's aus? Ja, du tust ein wenig Speim. Ich spring da über die Steine drüber. Dann. Und Abflug. Und dann ist er gar nicht so schwer, um ehrlich zu sein. Also bis jetzt kann er nicht fechten. Aber eigentlich gemeint, dass ich nur... Oh, ja, ich bin schon weg. Ich hab nichts gesagt. Geh weg. Schlechte Posi. Nochmal Speim, Kim. Ja. Falsche Richtung. Ich hätte umdrehen sollen. Ja, okay. Okay, bye. Depth Counter.
Nummer 38. Ja, gut, hätten wir in die andere Richtung, okay. Hashtag, der kann ja nix. Ich hätte mein Maul halten sollen. Ich kann aber halt auch nichts, wenn ich ihm einfach ins Feuer reinrede. Jetzt kannst du aber zum Duschen aufhören! Wir reden da mit 50 Frames umeinander, halt doch dein Futzen! Ja, war ein Witz! Hashtag neuer PC. Da, wo liegen... Also, da kann ich auf die Wave abpfeifen, das ist ja da hinten liegen meine. Die Runen müssen wir schon einsammeln. Das ist so ein Kniff der Souls-Games, wer die Spiele nicht kennt. Wenn du stirbst, verlierst du quasi deine Runen bzw. deine Seelen. Das ist die Anzahl rechts unten, mit der du levelst. Dann hast du, wenn du stirbst, nochmal einmal die Chance, dass du das einsammelst, außer du stirbst dann nochmal, dann ist es vorbei. Ja, keine Ahnung, der macht Wolf trotzdem her, weil warum nicht? So, Wolfi, da gefällt sich das Wölfchen. Und dann hauen wir ihn wieder in den Ogen. So, gibt's geil. Da war jetzt aber flink. Oh, aber flink der Burschi. Schrei mich nicht an, schrei mich nicht an. Nein, nicht am Baum hängen bleiben. Ja, schrei mich nicht Wolf an, für die sind's da. Ja, Haus noch. Hast schon recht. Hast schon recht. Ein in den Arsch. Oh oh. Oh oh, der speibt wieder. Der speibt wieder. Ah, in welche Richtung? Ah, geradeaus! Du fetter Wichser! Gibt's doch nicht auf Lefting gibt's dann. Oh oh. Geh mal lieber. Geh mal lieber. Lebt eigentlich noch irgendwas von meinem Wolf? Ich glaub schon. Das gefällt mir nicht, wenn er sich so verirrt. Ah, okay, das hat er noch nicht gemacht. Also, dass er verbrennt einfach alles. Das ist einfach nicht so nett. Einfach nicht so nett. Was tust du jetzt da oben, du fetter Trottel? Hau ab. Da nicht. Na, nicht. Na, nicht. Da. Oh, wie vor mir da unten. Ah, da ist der Mr. Krabs drin! Okay. Halbschaurige Konzentration, Kinder. So, jetzt speit noch mal Feuer, aber dann gehe ich von hinten und hau da auf den Popo. Geh mal von den Eck da hinten weg, weil jetzt haben wir halt die Scheiß... Tu dann jetzt wieder weg. Wie weit geht denn das? Geht schon gescheit weit, gell? Oder einfach meine Wolf ziehen. Da mal nachladen. So. Tu mir nämlich Speim jetzt, Kim. Speim, so ist. Ihm. Hopp, hopp. Ja. Ah. Da wirst du den nicht im 90 Grad. Und weg. Okay, passt schon. Ja, das wird ein längerer Kampf. Tu den nicht an. Tu den nicht an. Ja, und Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben. Und weg. Oh, schnappt er. Oh, da schnappt er. Ja, da oben anspeiben kannst. Wo man anspeiben kannst. Gib mir einmal. Zünd mir einmal sauber rein. So ist recht. So ist recht. Alles gut und gechillt. Ja, schrei nicht lange mal an. Und wieder Grantic. Wieder Grantic. Du Feierspeiben. Das ist mir einmal ein Lieber, Kim. Ja, nice one. Und weg. Und wieder Feierspeiben, Kim. Ja. Nein! Feierspeiben, so ist. Brudi, Feier. Kim. Oh mein Gott, der ist so fett. Okay, los geht's. Ja, kann man schon so machen. Gibt's auf den Rot. Oh, weg! Ja gut, ein Drittel haben wir. Schauen wir gar nicht so unstabiler. Ah! Oh, leck! Bevor das haben wir dann anschauen, du fetter Hurensohn! Und tschüss. So, wie war's jetzt, wenn's nochmal... Ja, genau, das ist der Scheiß, den ich singen mag. Genau das ist die Scheiße, auf die ich Bock hab, du fettes Arschloch. Oh, nicht lang und weg. Ja, haben wir Hälfte. Grob Hälfte, fast Hälfte. So, nochmal Feierspeiben. Ja, du sollst nicht umeinander... Okay, merkt ihr einmal, Birger, wenn er umeinander blärt, dann fängt das Chargen an. Das ist nix. Okay. Feier, Kim.
Ja, den mag ich sehen. Den mag ich sehen. In den Popo. Immer in den Popo. Wenn dir gar nichts mehr hilft, dann in den Popo. So, und Abflug. Easy going. So, jetzt bloß noch keinen Scheiß nicht machen. Oh, weg. Oh nein, den Flügel. Na, da gibt's so eine auf Kickerflügel. Da, jetzt lang drauf. Da war ich wieder greedy. Da wollte ich wieder mit 2 zuhauen. Ja, hab schon gesehen. Da, Vogel, was ist jetzt mit dir? Kim? Vogel! Und Abflug. Easy. Oh, er chargt. Ja, du kannst schon chargen. Hab dich schon durchschaut. Jetzt drehst du dich mal um, Kim. Daher dran, Feierspeim und dann hast du nicht mehr lang, mein Freund. Dann hast du nicht mehr lange. Los. Und Abflug. Wo schnappst denn du hin? Bist du blind oder was? Oh, er chargt. Da kann er chargen, was er möchte. Das ist mir Sack. So, ja, geht schon. Komm, jetzt speit noch 2 Mal Feier, dann bist du hin. Maximal 3 Mal. Hier ist ein Tropfen. Nicht greedy werden, wir haben ihn gleich. Wo chargst denn du hin, du blinder das ist ein Wahnsinn mit dir. So, gehen wir mal wieder beide links. Kim, 3D-Wingel, dann möchte ich die Feierspeiben sehen und dann werde ich das Schwerterl in den gibt's einen, haben Drachen eigentlich Knierscheiben? Das ist eigentlich die hauptsächliche Frage. Müssen wir nochmal speiben lassen, hab nicht gescheit drauf. Nein, jetzt fang ja nicht das Fliegen an! Mach ja keinen Scheißdreck nicht jetzt, du! Nein, nicht! Nein, nicht! Dann gibt's eine auf Kickerflügel. Doch nicht. Nein, weg! Au! Oder mach dann Stampf, jetzt mach ja keinen Scheiß nicht. Kruzifix nochmal. Mach ja keinen Scheiß nicht! Kim, Speib, ja, er chargt, ist gut. Ja. Nimm jetzt 3D her und Speib Feier, weil dann ist er Ruhe. Dann gibt's eine saftige Knierscheibe und dann ist aus. Komm. Nein, nicht, mach Jagd gemacht. Oh Gott, was macht? Nein, nicht! Was tut denn da jetzt wieder? Hört auf mit so einem Kass. Ja, dann gibt's noch schnell einen Flügel. Nein, gibt's keine Flügel. Entschuldigung. Au! Was? Au! Nicht. Und in den Flügel. Wir können nicht greedy werden. Jetzt Speib feiern, stirb endlich. Nein, ihr charged. Stirb, du Sau! Easy. Whoa. GG Easy Noob /Dance. Motherfucker. Haben wir Drachenherz gekriegt. Das heißt, wir kommen, da zeige ich euch jetzt was. Da hat nämlich auch schon jemand im Discord einmal danach gefragt. Der Easy, Alter. Schufleck, nächste dir! Hashtag Foi, Hashtag war zu leicht, gell, geiler Wichser. Hashtag, der kann ja nix! So schaut's aus! Easy! Ja gut, dann können wir den Marker, oh nein, wie tut man den Marker da weg? Wort der Gnade, zoomen, schließen, Markierung, Marker platzieren. Wie kann man den Scheiß da wieder wegmachen? Das kleine Ding da. Ah, das wollte ich nicht. Einfach wieder A drücken. Nein, nicht den blauen, sondern den. Ich hab da so einen Monstermarker hingesetzt. Ich weiß aber nicht. Alles klar, war der einzige Marker. Ja, GG Easy Noob, Alter. Kirche der Drachenkommunion. Da gibt's einen Achtung, Spoiler. Wer das jetzt nicht hören will, macht schnell einen Ton aus. Ich hab die Frage im Discord, wie man da hinkommt. Das werde ich jetzt nicht ausplaudern. Jetzt habe ich, ihr habt noch 3, 2, 1, und zwar da in dieser Küstenhöhle. Da wenn du reingehst, da haben 2 Bosse drin.
die gleichzeitig kämen. Die sind ein wenig lästig. Die halten aber nicht viel aus. Da kastest deine Wolf her und so weiter, bringst ihn um und dann gehst du nicht zurück zum Eingang, sondern da geht im letzten Eck hinten ein ganz langer Durchgang bis zu der Drachenkommunion. Und was das ist, schauen wir uns jetzt so. Los geht's. Ein Drachen aus der Schanzen aus dem Mädeln. Sauber rausgemädelt, Alter. Ja, jetzt haben wir auf alle Fälle das erste Mal so ein Drachenherz gekriegt. Das ist so ein, ich weiß nicht, was es ist, um ehrlich zu sein. Aber, da, schau her, hier, Drachenkommunion, da liegt auf alle Fälle da. Wahrscheinlich weckt man den jetzt auf dann damit. Das wird super wahrscheinlich. Hey Inga, welcome to the squad, Bussi aufs Nussi. Weißt du was, haben wir schon lange nicht mehr da, ab in den Chat, habe ich Ehre an den Herrn Ingerl. Wer nicht mitmacht, der schlägt die Gackerl von dem zusammengefallten Drachen da vorne. So, weiter geht's. Und zwar ist da so ein Altar und da gibt's Dinge, Ritual der Drachenkommunion. Und da gibt's, ich weiß nicht so genau, was es ist, Anrufungen und die kosten quasi ein Drachenherz. Und so eins haben wir jetzt gerade gekriegt. Ich kann aber allesamt nicht hernehmen. Man braucht Glauben 15, 17, 24 und Arc. Was ist ein Arc? Arc für Status. Weiß ich nicht. Arkane irgendwas, glaube ich. Schauen wir schnell. Haben wir alle Zeit der Welt, Kinder. Arkanenergie. Und da habe ich nur 9. Jetzt weiß ich halt nicht, wie stark das diese Sachen sind. Sag ich dir, was es ist. Also diese Zauber, diese Drachendinger da sind. Und ich bin mir auch nicht so hundertprozentig sicher, wo der Unterschied ist zwischen... Wie soll ich sagen? Es gibt Zauber, die muss man mit einem Zauberstab machen. Und es gibt Zauber, die muss man mit dieser Fingerinsignie da machen. Heiliges Siegel. Das sind halt andere, das sind das Anrufungen oder wie sehen das? Warte mal. Das sind diese Dinge da. Assassinenschritt, Anrufung. Oh, und das ist ein Zauber. Das heißt, für das eine braucht man quasi Zauberstäbe oder irgend sowas. Und das andere, also es ist kein Zauberstab, wie ihr euch den vorstellt, weil der Sprengi schreibt Zauberstab ist schon ein bisschen gay. Ha, gay! Sondern so einen richtigen, so einen Gandalf-Stab. mit so einem Dings drin halt. Aber auf das mag ich nicht gehen. Habe ich beschlossen. Frag mich nicht warum, deswegen habe ich mir auch diese Anrufungen da gekauft. Darum glaube ich, wenn ich mir da jetzt irgendwas kaufe, dann... Achso, das sind sowieso nur Anrufungen. Okay. Lesen wir mal, was die so kennen. Kanalisiert den Drachen und stößt einen Flammenodem aus. Das heißt quasi, er geht wahrscheinlich so eine richtige Flammenwand nach vorne, ein Flammenwerfer quasi. Hans! Geht zum Flammenwerfer, Hans! Und es liest sich aber schon wieder so, als dass das ewig zum Casten brauche. Und ich hätte gern was relativ schnell von der Hand geht. Weil man meistens nicht viel Zeit hat, um Dinge zu casten. Was haben wir da? Drachenklaue. Kanalisiert den Drachen und zerfleischt Gegner mit Drachenklauen. Das ist schon mal nicht so unfassbar verkehrt, oder? Was haben wir da? Kanalisiert den Drachen und beißt Gegner vor euch. Das hört sich schon auch ganz geil an. Das hört sich fast so ein bisschen an, als darf man so einen Drachen beschwören, der dann da als Geisterdrache kommt und nach vorn beißt. Wahrscheinlich unfassbar viel Damage macht. Da FP-Kosten 62. Das ist schon viel. Naja, aber bis jetzt schmeckt man noch nicht ansatzweise an die Stats, ohne die wir brauchen. Darum kaufe ich jetzt dabei einfach mal gar nichts. Sag ich dir, was ist. Das Drachenherz, das heben wir uns auf. Und was wir mir jetzt tun, das ist der nächste Bereich, den ich mir für euch aufgekommen habe. Ich kenne ihn nicht. Bin ganz bewusst noch nicht eingegangen. Zeige ich euch gleich. Da haben wir beim letzten Mal uns bei der Magit, Hashtag Margret. Die hat uns ganz schick gewassert. Sag ich dir, was ist, aber ich hab's dann noch geschafft. Wo waren wir da? Nein, wer sich erinnert, Magit, die alte Hure. Ich bin mir nicht sicher, was es war. Ich glaube, es ist ein Skorpionschwanz hat es, glaube ich, gehabt und ganz seltsam. Ich darf den Boss gern wiederholen. So ist es nicht. Ich darf euch gern zeigen, wie ich ihn gemacht habe. Dass vielleicht hilft es dem einen oder anderen, keine Ahnung. Wenn du da mal rausgefunden hast, wie er dann geht, ist es relativ easy. So, dann bin ich kurz einmal aufgegangen und dann sind wir beim Schloss Sturmschleier. Und für dieses From Software, also der Entwickler vom Spiel, eigentlich sehr gut bekannt, dass er eine Dungeons und Schlauchlevel unfassbar geil gemacht sind. Ja, mit 1000 Geheimwegerl da und Zeug zum Finden und so weiter. Und das ist ein ganz, ganz furchtbar großer Bestandteil für mich
was diese Spiele ausmacht, weil es einfach in jeder Scheiß-Ecken was zum Sehen gibt. Und in der Regel werden wir auch ziemlich oft sterben. Man muss sich eins in dem Spiel ziemlich schnell klar werden, selbst normale Standard-Mobs, sobald können die umbringen, wenn es kurz nicht aufpasst. Jetzt ringt Steph, das sagt er schon, der einzige Alle. Natürlich ringt jetzt Steph, für was anderes sind wir aber auch nicht gekommen. Das muss ich kurz aber erst noch lesen, weil sonst schimpfen wir mit Leid wieder. GTA 5 sucht die. Können Sie noch mal Cooking Simulator spielen? Ich weiß nicht, sitzen ist hier nicht, Alter. Cooking Simulator kommt vielleicht irgendwann einmal, aber momentan haben wir mit sämtlichen Spielereien mehr als versorgt. Und selbst wenn Leute Bock auf Elden Ring haben, dann haben wir erst recht versorgt bis die nächste Zeit. Danke für den Zwickel. JN, neben Bossfight war eine Ruine, da gibt's fetten Loot. Neben Bossfight war eine Ruine, da gibt's fetten Loot. Da war ich schon, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, was ich da ausgezogen habe, aber da geht eine Treppen runter, oder? Und dann gibt's da einen Mini-Boss drin. Den habe ich. Im Startgebiet habe ich alle Mini-Bosse aus den Höhlen, die ich bis jetzt gefunden habe, sagen wir es so. Das ist offen, merci für den Euro. By the way, wegen Samstag, du hast insgesamt über 1000 Zuschauer, du Lulu. Was? Ja, ich sag ja, ich beschwere mich ja überhaupt nicht. Ich gebe mir aber heute auch, ich versuche mich richtig zu konzentrieren, dass ich nicht die ganze Zeit mein Maul halte. Ich streng mich an! So, also, jetzt geht's los ins Schloss rein. Damit ich keinen Scheiß nicht erzähle, ich bin bis da aufgegangen und bin rechts da mal kurz runtergesprungen, aber das zeige ich... Ja, habe ich das nicht schon da? Ah doch. Hier waren wir bereits. Und dann bin ich da rechts mal runtergesprungen, das zeige ich euch einmal schnell so... Dann hat es da irgendwas gegeben. Es hat zwar nicht böse, ich weiß nicht mehr, was ich da gefunden habe, das merke ich mir nicht. Da hat es was gegeben. Und wenn man dann zurück, weißt der aufmerksame Spieler von Welt, der sagt, dass da links so ein Holztreppen davor geht, da habe ich mir gedacht, weißt du was, da springen wir jetzt mal runter. Und da hat es auch irgendwas gegeben. Ich weiß bloß nicht, was es gegeben hat, aber das werden wir jetzt dann gleich sehen. Ah ja, da ist ein bisschen ein größeres Gebiet hier unten. Da ist zum einen mal eine Leiche, die da hängt. Ich glaube, da gibt es was zum Looten, das habe ich schon. Ich weiß aber nicht mehr was. Und dann bin ich da hergegangen und habe festgestellt, hier geht's nicht weiter. Aber da hinten ist Loot. Na, sagst du das weiße Punkt da hinten? Loot ist immer gut. Habe ich da mal probiert, irgendwie weiter zu kommen? Ich glaube nicht. Also da muss man dann irgendwie von der anderen Seite hin. Loot! Wo ist Loot? Habe ich Loot übersehen? Hinterm Boss ist eine Kiste. Habe ich die wahrscheinlich noch nicht gesehen, oder? Müssen wir noch mal schauen. Irgendjemand schreibt, hinterm Boss ist eine Kiste. Wo hinterm Boss ist eine? Da kommt der JN. Hinterm Boss ist eine Kiste. Wo ist eine Kiste? Was haben wir eigentlich von der Margit gekriegt? Ich glaube, ich meine mich zu erinnern, den zweiten Talisman-Platz da. Vorher habe ich bloß einen ausrüsten können, jetzt kann ich zwei ausrichten. Ich glaube, der lässt so einen Talisman-Beutel fallen. Wenn du ihn umhaust. Den habe ich schon. Also ich wüsste nicht, wo da eine Kiste ist hinter dem Boss. Habe ich da irgendwas übersehen? Merci für deinen Zyklus, Mr. JN. Aber ich glaube nicht, dass ich da irgendwas übersehen habe. Falls doch, Birke, du Kacknoob. Na gut, okay, reiten kommen wir da nicht. Jetzt geht's ans Eingemachte. Na, ich hab dir nur zugestimmt, Loot ist immer gut. Achso. Okay. Okay, Loot ist immer gut. Merke, looten und bluten. So, jetzt geht's weiter. Mehr habe ich noch nicht gesehen. Das war das nächste, wo ich hingehe. Schauen wir da mal. Ach, da waren wir schon. Das ist quasi das Gebiet. Das heißt, da hinten ist noch mehr Loot. Aber da kommt man irgendwie von oben hin. Wie man da von oben hinkommt, weiß ich nicht. Aber ich sehe einen Vogel in der Luft sitzen da oben. Was auch immer der da tut. Aber gut. Ja. Ob man da durchs Tor kommt, weiß ich nicht. Oh, da links kommt. Da durchs Tor kommt. Aufmachen? Nö. Gibt es mit Sicherheit irgendwo einen Hebel, dass man da aufmachen kann. You there. Come over here, would you? Der hat mich ja fast gar nicht erschreckt, der Kackspacken. Was ist mit ihm? Bist du besser? Du hast nicht so gesund aus, ne? You're tarnished, aren't you? Tarnished, I would advise against taking the main gate Geht euch into the davon ab. castle. Okay, warum? It's tightly guarded by hardened old hands. Erfahrene alte Arbeiter. Try the opening right here. The guards don't know about it. Oh, You Leichwege. breach the castle undetected. Ja, ich mag aber vielleicht... Nun gut. Nein, ich nehme das Haupttor. Nehmen wir das Haupttor oder nehmen wir einen Hintereingang? Ah, Hintereingang. Yes, that's the spirit. That's the You're just the kind of tarnished that I pray for your success.
Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist jetzt ein Trap. Reden wir nochmal mit ihm? Use that the guards have and you'll slip Schlüpft einfach hinein, ohne dass euch jemand bemerkt. Yeah, you're just I pray. Okay. Er hat ja nicht zu bieten, soll man umbringen, ich weiß es auch nicht. Na, lass mal nochmal. Lass mal nochmal leben, wer weiß. Regel Nummer 1 in Dark Souls, es ist jetzt kein Dark Souls, aber man kann, in meinen Augen kann man Dark Souls 4 dazu sagen. Habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, oh Gott, wenn da schon wieder, das ist so ein Zeichen, dass man da sich wiederbeleben kann. Diese Herbeirufungsreserve ist jetzt aktiv. Das heißt, da kriegen wir jetzt dann wahrscheinlich eh gleich aufs Maul. Überreste plündern, was haben wir da? Goldene Rune, alles klar. Wir haben 8000. Stopp, erst levelt man. Bevor wir da weitergehen und unsere 8000 Runen verlieren, gehen wir erst mal daher und levelt mal kurz mal eine Runde auf. Stats haben wir nämlich noch gar nicht angeschaut. Stufenaufstieg, ich bin mittlerweile Level 31. Ich habe ziemlich viel in Kraft, Stärke und Glaube investiert. Ja, genau, Birger. Und ich glaube, der nächste Punkt geht in Kraft, damit wir ein bisschen mehr Leben haben. Das habe ich vorher noch vergessen zu erwähnen. Und dann brauchen wir für die nächsten Stufen, steht oben diese rote Zahl, 6640 Runen und wir haben 1700. Aber gut. Ja. Was ich übrigens auch noch gefunden habe, das habe ich vergessen zu erwähnen. Nehmen wir mal da, Ausrüstung. Magisches Breitschwert, ich habe einfach immer noch mein Breitschwert, ich mag einfach die Animation, ja, vom Einhandschwert, damit kann ich einfach umgehen, das ist für mich schnell genug zum Zuhauen. Das geht einfach schön, ich mag das, zack, 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 und dann ist Ruhe und dann weg. Das gefällt mir einfach ganz gut. Und was ich da noch gefunden habe, ist auf alle Fälle, wie heißt denn das Ding? Irgendeine Asche, dass ich Magieschaden mache. Das heißt, wir machen körperlich 100 plus 2 Damage und magisch 100 plus 8. Das sind im insgesamt dann nämlich einfach 210, was weit mehr ist, wenn dieser magische Cast nicht drauf ist. Die Waffe skaliert dadurch ein bisschen schlechter mit Stärke und Geschick, aber zusätzlich dafür mit Weisheit. Und ja, für mich ganz in Ordnung. Ich hätte gerne eine Waffe mit Blutungsschaden, aber man kann nicht alles haben. Ja, da, jetzt schauen wir mal weiter da. Immer diese bedrückende, melancholische Musik. Was soll es da jetzt einfach da reingehen? Ruinenfragment. Ich weiß nicht, was man mit einem Ruinenfragment tut, aber mit dem man sicherheitshalber, der man mal das Schädel raus, weil da mit Sicherheit gleich wieder irgendein Wichser irgendwo aus dem Eck raus springt und mich da oben wirft. Es stinkt förmlich danach, dass mich irgendwas da oben wirft. Es stinkt förmlich danach. Kann es riechen, Alter. Moment. Das hätte ich vielleicht nicht da sein. An der Base. Hätte ich nicht da sein. Wollte ich eigentlich. Vogel? Ja, das sind große Vögel. Da hinten um. Ich glaube, da kommt man zu dem Loot, wo man. Flüstert denn da schon? Da. Gehen wir jetzt wieder auf. Weiß nicht. Auf. Ja gut. Ja, mit dem wir jedes Eckerl erkunden. Werden wir nicht oben. Eckerl für Stückel. Und um. Wie viel Base? Ne, boah, das ist für die Riesentürme vielleicht. Gott, die Handbase. Und die Hand! Alter, die haben Messer an die Achsen! Los mich! Ja, aber first try it. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel Schaden das er gemacht hat, wenn er mich erwischt. Rundum. Oh, da unten ist schon wieder eine neue Gnade. Oh, da oben ist der erste Gegner, der hat schon wieder eine brennende Lanzen in der Hand. Oh, der dreht sich um, dann können wir abstehen. Easy! Aber können wir jetzt da oben, ohne dass wir sterben? Ich weiß nicht. Sterben wir da, wenn wir da oben springen? Ich weiß es nicht. Nur der Pfeil nix. Was haben wir da? Diese Herbeirufungsreserve ist jetzt aktiv. Okay, warum ist die direkt neben... Was tut denn das Ding genau? Weiß das jemand? Was tut denn das Ding? Warum ist das genau neben so einer Gnade platziert, wo ich respawn, wenn ich stirb? Der Domet schreibt, Alter, das Level-Map-Design ist ja so geil. Mr. Domet, das ist was From Software-Spiele, speziell Dark Souls, Sekiro etc. in der Vergangenheit immer ganz stark auszeichnet, ist das Level-Design. Das ist sehr einzigartig, das ganze Art-Design, alles, und es ist halt auf den Punkt. Ja, also das ist genau das, was ich sehen wollte. Da in der Entfernung sehen wir... Oh mein Gott. Okay.
Der hat mich auch verpissen, wenn ich du war da oben. Oder ist es ein Trap? Ramponierter Lederschild. Das ist doch... Der möchte mich doch trollen da oben! Da fällt doch mit Sicherheit gleich irgendein Scheißdreck runter, damit ich runterfalle. Möchte ich doch wetten, der geht doch nicht zum Spaß zurück aus, du Penner! Kannst du mir mal? Ah, weißt du, was du haben kannst? Oh. Falscher Cast. Oder mich erwischt. Hab ich noch gezündet. Jetzt fahr ich runter. Hopp, runter mit dir. Runter mit dir, hab ich gesagt. Runter mit dir! Du Penner! Fahr ich gleich noch selber runter, ich seh schon kommen. Nein, nein, nein! Oh, scheiße, falscher Knopf, hoppala. Ich wollte mir einleichten. Ich wollte mir schnell einleichten und weißt du selber. Oh, Mr. Foxler, Block-Konter hab ich noch nicht aufgemacht. Ich sag das, was ist, ich hab ihn nicht geübt. Ja, mein Pistola ist. Okay. Oder was schmeißt du? Penner. Easy peasy. Peasy. Lemon squeezy. Gut. Wir gehen da jetzt einfach mal, ja, gehen wir außen weiter. Ja, Stickerl für Stickerl. Gehen wir erst außen weiter, schauen wir, was außen da noch so los ist. Und, da schau her, hätten wir schon wieder was übersehen. Was haben wir da? Goldene Rune, Level 2. Easy. Wie mit. Wieder, ansonsten glaube ich, geht's da nicht weiter. Auf alle Fälle ein Loch in der Burg. Ja, gut. Mal weiter. Ich hab schon wieder so krasse Ruckler, dass es eigentlich schon wieder zum Kotzen ist. Aber gut. Aber gut. Aber ja, man muss schon auch dazu sagen, ich habe jetzt 5 Stunden. Oh, da kommt nicht bei. Dünner so. Hallo. Einfach der Schluck. Da der wir jetzt gar nicht lange, der reitet sich einfach mittendrin um der Wichse. Und Loot. Rollen. Okay. Was können Hakenkrallen? Wo haben Hakenkrallen? Ich hab mir schon gedacht, dass das eine Geschicklichkeitswaffe ist. Und auf Geschick sind wir halt überhaupt nicht. Geskillt. Das heißt, die können wir nicht hernehmen, aber ich leg's einmal kurz an. Schau, wie man damit zuhaut. Ja, eigentlich ganz geil. Aber eine Range hast mit denen halt keine, gell? Eine Range hast mit denen keine. Aber gut, weiter geht's. Weiter im Programm. Irgendwo da müssen ja dann andere Checkpoints sein, so alle paar Meter. Oder relativ alle paar Meter. Da unten nur irgendwas. Oder da haben auffällig viele Kisten. Warum auch immer. Aber egal. Geht mal auf. Gehen wir weiter. Ja, da glaube ich jemanden gehen. Ja, habe auch ein bisschen Wolverine-Vibes. So ist es nicht. Ich muss wieder aufrecht hinsitzen, weil mir das Mikrofon echt... Oh, davon. Ja, ist ja gut. Er einfach hinten im Gang, Alter. Laterne hilft da sehr. Ja, das stimmt, die sollte man eigentlich kaufen. Das können wir ja eigentlich schnell machen, wenn wir bei der nächsten Gnade sind. Ich weiß bloß nicht mehr genau, wo es die gibt. Vielleicht kann man das dann irgendjemand sagen. Hey, da all of a sudden haben wir noch was gefunden zum Looten. Sankt Trinas Pfeil. Okay. Pfeile haben wir mir gar nichts am Hut, aber sagt kann. Reichen wir uns jetzt da einmal so. Sekt mit dir, ne? Was haben das für Arschlöcher? Du Penner, das kann ich auch! Ah, kannst du haben, du Arschloch! Siehst du, wie viel Damage das macht? Macht mehr Schaden wie mein L2-Angriff. Das ist nicht schlecht. Komm mal, weißt du, so ein bisschen... Das habe ich in Dark Souls auch nie gemacht, irgendwie, dass ich mich mit diesem Cast-Zeug da auseinandersetze. Und ich finde es eigentlich ganz lustig. Ja, schön. Machen wir es einfach so. Und der wir gar nicht lange miteinander. Wenn sie sich da jetzt lang das Risiko eingeht, dass mit der irgendwo runterhaut oder sonst irgendeinen Scheiß. Ich weiß jetzt auch nicht.
Der Luke Rain schreibt, geil, mach weiter, ich hau mich eine, ich darf nicht zu viel spoilern, will das Spiel auch noch spielen. Oh, Mr. Luke Rain, das ist natürlich verständlich. Ich mag natürlich auch nicht spoilern. Oh, da unten gibt's noch Loot. I'm sorry, den Loot habe ich übersehen. Wölfchen, schimpft mir nicht. Finden schon. Haben schon gefunden, haben schon da Loot. Die Frage ist bloß, wie ich da hinkomme. Bin ich da von da aus einfach hier oder muss ich oben springen? Muss ich schauen. Ich glaube, da muss ich oben springen. Dann müssen wir einmal im Kreis laufen. Müssen wir einmal rundum laufen, das hilft gar nichts. Hilft gar nichts. Wie ist der Stream bei euch eigentlich? So mit Frames und Frame Drops und ist es anschaubar oder ist. Warum schaut mir das Holz da unten so, als da die durchbrechen? Schaut gut aus, läuft, leckt ein bisschen, passt, alles gut. Okay. Oh, da hinten ist ein Tier, die hab ich einfach gnadenlos übersehen. Da hinten ist auch noch Loot. Oh, immer anständig schauen. Wie Völche braucht kein Mensch. Da hinten fällt man runter, wenn man nicht aufpasst. Nein! Was drucken hier für einen Scheißdreck? Die gingen dann eigentlich mit so einem Steinschlüssel auf, wenn sie einen hätte. Also, kann man sich glaube ich vorstellen, wie kleine Schlüssel in Zelda, die einfach Türen aufmachen. Also allgemein Türen aufmachen, die keinen speziellen Schlüssel nehmen. Aber genau das ist es, was diese From Software Spiele so geil macht. Ah, it's a trap! It's a trap! It's a trap! Da ist ein Stockfinster drin, it's a fucking trap! Ich mag jetzt eigentlich aber auch nicht sterben. Da geht's nicht ein. Ich hör da drin ja was steppen. Lass mich bloß in Ruhe. Und wenn da hinten schon wieder... Was ist denn... Hey. Euer Ball, ich hab kein Mana mehr. Meine Leisten da oben, rot ist mein Leben, gelb ist mein Mana und grün ist mein Ausdauer. Ausdauer verbraucht sie, wenn ich zum Beispiel zuhau, Block oder Sprint, wenn ich im Kampf bin. Und Mana verbraucht sie, wenn ich so Zauber hernehme. Da war halt jetzt die Laterne geil. Ja, ich hab euch schon verstanden, Das heißt, wir holen uns die Laterne und dann gehen wir da noch mehr rein. Kein Mana-Trank dabei? Nö, die habe ich ja vorher vor dem Drachen schlauerweise umgewechselt. Aber weißt du, was ich dir sage? Ich bin Pro-Gamer, ich brauche keine Lampen nicht. Okay, Wurst! Ja, okay, okay! Ah! Da war ein bisschen zu viel Panik. Ja, okay. It's a trap! Diff Counter 39! Ja, aber der Typ da drin schaut machbar. Jetzt haben wir halt wieder da. So, das ganze Spiel nochmal! Problem ist, dass unsere Runen jetzt da drin liegen und die werden wir uns holen. Das ist mir wurscht, den ficken wir jetzt. So kauft's aus. Du pfeifst da überhaupt keinen, du Spacken. Alter, was lernen die? Vollkommen bescheuert. Jetzt krieg ich aber gleich ein Vögelchen, gell? Ja, da war ein Trap. It's a trap! It was a trap! Aber zumindest können wir jetzt den Typen da unten auslassen. Oh, ja. So. Ja, wenn man dann alles schon einmal gesehen hat, dann kann man ja ein bisschen flinker durchlaufen. Ja. Anleuten. All dein Maul, Alter. Oh, da oben sitzt der Nuan. Hab ich gesehen. Und schon einmal wieder da. Mal sauber von hinten anstehen! Kehrst du mal sauber von hinten angestanden, das sagt ich. So, und das Problem ist jetzt, dass da unsere Runen drin haben und die werden wir uns jetzt holen. Ja? Ich meine, es ist ja, schauen wir mal.
Schauen wir mal, wie viel Damage das er kriegt. Probieren wir nochmal. Boxler! Erster Händler direkt den Weg im Seeland nach Schloss Sturmwindland. Erster Händler bei der Kirche, glaube ich, gell? Bam und nein ist. Stimmt. Vielleicht haben wir noch nicht gemacht, aber da vor allem. Kann man da drin die Wölfe holen? Weiß ich nicht. Für das haben wir keine Zeit, fürchte, weil der ziemlich schnell zuhaut und ziemlich aggro ist. Ja, probieren wir einfach nochmal. Ich habe ja jetzt sogar... Ach komm. Ja. Okay. Okay. Ja, okay. Der ist extrem grantig. Ich fürchte, den lassen wir stehen. Den lassen wir fürs Erste stehen. 40. Das ist, allein schon, weil ich den Weg da 1000-mal laufen muss, da muss er mit Sicherheit ist wahrscheinlich 5 Meter weiter eine... Oh, scheiße. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Oh, nicht aufgepasst. Oh, die... Ah! Oh, keiner gesehen, der durfte es nicht. Hoppala. Hoppala! Ja, shit, her. Nein, jetzt tu nicht schon wieder, du Pfeife! Du scheiß Penner! Ein Mann, sag ich! Oh, hast einen Dreh! Arschloch, stumm uns. Ah, dafür droppen sie jetzt einen Loot. Ah, wieso ist jetzt ist der Loot einfach runtergefallen? Wieso bleibt denn der Loot da nicht darum From Software? Das hätte man besser machen können. Sei mir nicht böse, From Software, aber das hätte man besser machen können. So, jetzt gehst du mir da. Die lassen sich staggern. Bitte korrigiert mich, falls das der falsche Fachbegriff ist. Ich glaube, es heißt staggern. Staggern bedeutet quasi beim Hauen unterbrechen. Das heißt, sie hauen zu, sie kriegen einen Schlag und hören mit einem Schlag halt einfach auf dann. Dafür macht man die jetzt ein bisschen greedier. War vielleicht nicht so schlau, da habe ich nicht damit gerechnet, dass die so schnell werfen. Aber gut. Aber gut, hätte er sein können. Entschuldigung. Nicht greedy werden. Ja, ihr lasst mir. Ja. Braver Bubi. Bist der braver Bubi? Bitte, braver Bubi. Das wäre eine Sau, nicht gesehen. Haltung brechen. Kann man natürlich auch sagen. Aber das waren quasi unsere 5 Noob-Sekunden. Ich bin aber halt auch schon wieder gewillt, dass ich jetzt da reingehe und dem Typen das zeigt er außer Glaub, weil ich es wieder nicht lassen kann. Aber da muss ja, wenn er so ein schwerer Gegner in der Nacken ist, da muss er dann eigentlich, ist da gern auch wenn From Software ansonsten ziemlich böse ist, auch nicht weiter. Muss ich da durch? Möchtest du mich verarschen? Da muss aber dann auch irgendwie anders aufgehen. Gibt's ja nicht. Man muss da durch. Ja, mit dem kommt der da raus. Ich weiß nicht. Soll es rundum schleichen? Wieso kann man den eigentlich nicht backstabben? Das hat mich schon mal wieder hinter. Ja, da müsste man fighten. Das heißt, das wissen wir nicht. Ja, lass mich halt. Okay, weiter, ich kann nicht einmal wegspringen! Okay, hör auf! Okay, hör mir doch auf! Ja, gut. 41. Aber er lässt sie backstabben. Nice to know.
Ach, ihr Trottel geht's mir auch voll auf den Sack. Ihr kostet auch bloß Zeit und sonst nix. So, und du schießt mit der Armbrustvierer, oder was? Bist du völlig behindert? Adios! Hol die Wölfe. Ich glaube, die Wölfe kann man nur holen, wenn da so ein Symbol ist. Und das glaube ich war gerade nicht da. Falls doch, dann habe ich nicht aufgepasst. So, jetzt laufen wir nicht da rein wie die Behinderten. Heißt mir, du deine Bomben. Ja. Okay. Okay. Der Weg ist jetzt auch nicht so unfassbar weit. Weiß wieder nicht der Worten, ja! Ah, du Arschloch, du Saudums. Was aufs Maul haben. So schaut's. Nein, du wirst jetzt keine Kugel mehr! Gieriger Hund. Ja, ich weiß Entschuldigung. Entschuldigung. Ah, ich am Stich. Hopp. So, du lustiges Kerlchen da drin. Könnten wir uns jetzt bitte schön darauf einigen, dass ich die einfach umhau? Das war... Na, wieso geht denn der Backstep aber nicht? Ah! Ah! Sonst ist aber alles geil, oder was? Easy! First try! Einmal, wenn ich mich noch getroffen hätte, wäre ich hingewinnen. Aber gut! Easy! Gibt's da noch zum Looten? Da gibt's mit Sicherheit noch was zum Looten. Ja, der Backstab ist wichtig. Er ist einfach wichtig. Krummschwert-Talisman. Okay, was kann der? Ist der Talisman, was kannst du so? Machst du, sagst du so? Was ist in deiner Freizeit und so? Hat ein Talisman drin? Ja, wow. Jetzt habe ich einmal nach rechts durchbleidelt, einmal nach links gelangt. Ja, das sind gar keine Talismane. Doch, dieses. Verbessert Abwehrkonter. Diese verbessert Ausdauer, verringernde Angriffe gegen Blocke. Abwehrkonter. Was genau ist der Abwehr? Der Abwehrkonter? Ist das da Parry? Ist Parry der Abwehrkonter? Ich hab's gerade gesehen, dass ich da irgend so eine komische Asche drin habe, die so komischen Wirbel macht. Die soll ich vielleicht mal hernehmen, keine Ahnung. Der Foxler schreibt, Frontstab ist auch wichtig und der geht mit Blockkonter. Ich sag das auch, wie es ist, ich habe immer noch nicht ganz verstanden, wie der Blockkonter funktioniert. Ich sag das, was es ist. Der Angriff nach dem Block. Das weiß ich, was das ist. Das ist der Frontstab, aber dafür musst ja, da musst genau in der richtigen Sekunde, wo das Schwert trifft, musst halt du den Parry landen und wenn du den Parry nicht landest, dann kriegst du einfach aufs Maul. Und das müsst ihr vielleicht offstream ein bisschen üben, bevor ich mich da jetzt 100 Mal killen lasse, weil ich den scheiß Parry nicht schaffe. Da hupfe ich lieber im Dreieck umeinander und hoffe, dass ich ihn umbringe. Verstehst? Aaron, die hab ich übersehen. Fix Letten, 20 ist 2, was soll denn das wieder? Servus Bürger, geiler Stream heute. Ja, okay. Stimme zu. Ich hab auch Spaß. So, ich sag das, was es ist. Fühlt sich heute einfach ein bisschen anders so wie am Samstag und ich gebe mir viel mehr Mühe da ein bisschen. Ich bin auch ein bisschen weiter im Spiel drin jetzt einmal, nicht komplett knockert und komplett ahnungslos. Ein bisschen zumindest. Und dann bin ich ein bisschen weniger gestresst und muss mich vielleicht, komme ich dann auch weiter, wenn ich mich 5% weniger konzentriere.
Aber das wird wahrscheinlich wieder ein schlimmes Ende nehmen, sobald wir beim Boss ankommen von dem Schloss. Wird aber, so wie mir das anschaut, noch ein bisschen dauern. So, jetzt schauen wir mal. Rostiger Schlüssel benutzt. Jetzt gehen wir da quasi rein. Ja, aber that's the game, Alter. Ja, jetzt hoffe ich, dass da langsam mal irgendwo eine Gnade dann daherkommt. Aber das ist jetzt eigentlich so ein schönes Beispiel für From Software Level Design. Ich muss jetzt nimmer bis zu dem Ritter da oben aufhören und den ganzen Idioten vorbei, sondern kann herunten schon, nach den ersten 2, 3 Gegner, da einer die Leute aufhören und kann den Teil überspringen. Der Bastian schreibt, welche Werte skillst du eigentlich? Kraft, Stärke, Glaube. Und vielleicht einmal ab und zu, der Ausdauerbalken ist massiv lang, das ist in Ordnung. Vielleicht einmal ein bisschen, ich glaube, ja, das sind die Hauptattribute, mit denen ich das einmal probiere. Okay, jetzt rollt's mit euch. Dann. Naja. Hab ich's mir doch gedacht. Na, da zuerst. Oh, du Drecksau! Ich hab's gerochen! Ich habe es gerochen! Bin wach, wer noch? Warum? Wieder irgendwo von außen. Silberner Federtyp. Der? Dann habe ich noch nicht, glaube ich. Erhöht kurz die Objektentdeckung. Was tut denn Objektentdeckung? Glaube. Hab gedacht, du bist aus der Kirche ausgetreten. Herr Inproxy. Das ist ein oft behaupteter oder ein oft begangener Fehler, dass man Glaube mit der Kirche verbindet. Ich weiß nicht so genau, was Glaube genau mit der Kirche zum Tor hat, aber... Scheiße. Bringer. Wirft da unten, da hinten eine scheiß Granaten. Ich riech's bis daher. Nee? Aber währenddessen sind wir unverwundbar, du Penner. Und schau, was ich kann. Okay, bye! Wow, close one. This was a close one. Da hinten. Ah! Wie? Hat der einen Wallhack oder was? Penner! Was willst du dazu sagen? Oh ja, fett. Ich glaube, da können wir unser... Da hinten liegt auch noch Lutscher hin, dem Turm. Das habe ich vorher gar nicht gesehen, wie ich aufgestiegen bin. Den kriegen wir schon. Kriegen. Na, den wir schnell wieder raus, alles. Könnte man da aufspringen, Mann. Oh, wie viel bin ich hier? Oh, wie viel bin ich hier? Müssen wir wieder durchlaufen da, aber das... Weil das war in Dark Souls eine Scheiße, die Springerei, das ist unfassbar. Mal schleichen. Ich ist nicht. Oh, jetzt war gerade wieder Frame Drop ohne Ende, warum auch immer. Da gibt es weder was zum Lohn noch irgendwas. Picki Picki. Oh, jetzt können wir aber schon langsam schön hin. Da bekommt man da rein. Beim Eingang ist es untenrum auch weitergegangen, glaube ich. Ja, ich hab's schon gesehen, da ist man unten auch irgendwo aus. Schauen wir uns dann gleich an. Aber ich würde gerne die zweite Gnade irgendwie finden. Also ich würde gerne einen Speicherplatz mal schnell finden, damit wir da nicht 100 Mal jetzt denselben Scheißdreck machen müssen, wenn wir sterben. Ah, da hinten, Loot entdeckt. Loot entdeckt! Loot entdeckt! Wieder irgendeine Spackenfriere springt und wie narrisch, gell? So, Pilz. Wow, das ist aber gebracht. Aber man kann links Arm drücken. Na ja, gut. Weiter im Programm, Kind. Weiter im Programm drinnen. Gehen wir mal die Treppen auf, das ist. Der Pix bei Hannes schreibt, du kommst doch aus Niederbayern. Darf man fragen von wo? Das darfst du fragen. Ich komme aus fucking Niederbayern und ich komme aus Landau an der Isar. Landau ist die hässlichste Bergstadt der Welt, aber ich wohne da halt. Das macht es zwar nicht besser, aber egal!
Das sind der Naten von Straubing, das sagt er mit sicher. Oh mein Gott, mit dir lege ich mich jetzt nicht um. Okay, bye. Oh Gott, da ist nochmal so ein Ritter drin mit einer riesengroßen Helibade, der soll mich in Ruhe lassen. Oh, da mag ich nicht hin. Ich mag nicht. Nein. Ja, hier, wer da drin ist, das soll mich lassen. Oh. Ich will aber unten lang, vielleicht findet man da eine Gnade. Ich mag da den ganzen Scheiß, wie ich jetzt nicht noch mehr auffliege. Ich krieg das Kotzen rein. Anderen Seiten hast. Muss ja irgendwo ein Speicherplatz. Hätte ich gern. Den hätte ich gern. Spring. Und Balance. Da ist doch irgendwo ausgegangen. Na. Falsche Tasten beim Springen drückt, Alter. Ich bin so wo ist denn jetzt die Tür, wo es weitergeht? Hoppala! Das muss ich auch wegen Knopf. Also, wo ist denn jetzt die geschissene Tür, wo es weitergeht? Kriminal. Okay, jetzt darf man kurz mit die wieder aufpassen, weil sonst haben wir mich nicht. Wo Fallschaden? Das ist neu. Ja? In Dark Souls war ich schon gestorben. In Dark Souls war ich schon tot und jeder, der Dark Souls gespielt hat, der weiß das. Aber der Fallschaden in Elden Ring ist viel geringer als. Jetzt bin ich schon wieder vorbeigelaufen. Echt. Ist viel geringer als das in Dark Souls der Fall ist. Da gibt es fast gar keinen Fallschaden. Das heißt aber nicht, dass du nicht sterben kannst. Ich bin auch schon durch Fallschaden gestorben. Aber der ist halt viel vergeben. Wie sagt man? Der vergibt dir leichter als in Dark Souls. Opa! Objektentdeckung betrifft Gegner, Loot und Items, die du so in der Welt findest. Okay, sehe ich dann durch die Wand oder wie stelle ich mir das Item vor? Oder? Muss ich einen Sprintsprung machen? Bring jetzt wieder. Gnadenlos, der Schlang, da der mich gar nicht lange mal an. Was hast denn du? Kapuze der verpackt? Oh nein. Das ist halt schon immer beschissen, da auf den schmalen Dinger umeinander kämpfen zum Kotzen. Dumm Kotzen. Ist jetzt da noch irgendetwas? Oder ist da wieder. Ah, da ist das Teil, was wir vorher gesehen haben. Neue Waffe gefunden. Ziegel haben. Okay. Wo ich wahrscheinlich nicht. Aber obwohl der bekannt. Der könnte auf Stärke basieren. Nein. Ja, denn. So, Ziegelhammer. Ah, da Stärke 31. Da sind wir noch meilenweit entfernt davon. Ich hab Stärke 22. Das dauert noch ein wenig. Okay, bye! Opa, die hab ich übersehen. Nein, der Foxler, den hab ich übersehen. Abwehrkonter. Schild hoch. Okay, warten bis du getroffen wirst. Direkt danach Heavy Attack. Also RT, okay. Das Timing ist 10-mal einfacher als Parry. Musst nur aufpassen wegen Folgenangriff. Das ist also der Abwehrkonter. Okay, also wenn der Schlag... Also pass auf, Schild hoch, warten bis du getroffen wirst. Direkt danach Heavy Attack, also RT. Das soll ich hinkriegen, das probieren wir jetzt da nochmal. Wird das Gewicht vom Inventar berücksichtigt oder nur das Ausgerüstete? Wenn ich da jetzt... Können wir ja mal ausprobieren. Das ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig, das wissen vielleicht Leute, die das noch nie gespielt haben, gar nicht. Ganz auf der rechten Seite. Achtung, für mich ist Noob-Information, weil das in Dark Souls auch schon so der Fall war. Ich habe sogar im letzten Stream einmal übersehen kurz, weil es mir gar nicht aufgefallen ist. Ganz rechts haben wir abgekürzt ausgerüstetes Gewicht. 33,5 von 48,2. Erstens, das maximale Gewicht, das du mit dir mittragen kannst, glaube ich, skaliert mit Stärke. Also wird einfach mehr jeder Punkt in Stärke, du kannst schwerer eine Rüstung tragen. Das bedeutet, ich habe jetzt da zum Beispiel meinen Kopf und wenn ich da jetzt sagst, ich bin ganz knapp an der Grenze zwischen, da steht drunter mittlere Last und ER große Last. Was ist jetzt da der Unterschied? Nein, skaliert mit Kondition. Echt? Okay, dann Achtung, Fehlinformation gestreut. Was du mit dir tragen kannst, skaliert mit Kondition, nicht mit Stärke. Entschuldigung. Dann schaut es vielleicht doch tatsächlich nicht, dass ich ein paar Punkte in Kondition investiere.
So, ich habe jetzt da eine leichte Kopfbedeckung auf, ja, so einen komischen Umhang. Jetzt nehmen wir mal eine Fußsoldatenkappe. Und dann siehst du da hinten, welche Werte das besser werden, welche schlechter werden, mit Blau und Rot. Also das Gewicht wird halt mehrer, aber die Verteidigung wird ein bisschen besser und so weiter. Aber es geht aus Gewicht, das ich dabei habe in Tee, und dann wird aus der mittleren Last, ich glaube, das sind bis 66% deiner Maximallast, dann giltst du als große Last oder du bist halt schwer belastet. Und dann ist Folgendes angesagt, nämlich, schau dir mal das so, wenn ich versuche zu rollen. Merkst du das? Dauert ewig. Und wenn ihr das jetzt wieder ändert, ja, wieder zurück zur mittleren Last, ja, dann kriege ich natürlich ein bisschen mehr Schaden pro Hit, aber schau die Rolle jetzt so. Ja, bin ich sehr viel flotter unterwegs. Der Gustl Beats schreibt bis 70%. Okay, dann war ich fast nah. Ich hätte geschätzt, dass das so gedrittelt ist. Also dass 33%, 66% und dann bei 100% kannst du dich halt nicht mehr bewegen dann. Aber gut, ab 70% gilt große Last, dann kannst du dich nicht mehr bewegen, das ist Kackmist. Kaka-Maus. So, möchte sie mir jetzt allen Ernstes erzählen, da ist nirgendwo eine scheiß Gnade und ich muss an dem Hellebardenritter Da kommt man da runter. Da muss man irgendwie runterkommen. Da gibt's ja nicht. Da runter. Bei 100% kommst du aus der Rolle nicht mehr hoch und bleibst liegen. Das weiß ich nicht. Was ist mit Bogen? Kann man auch benutzen. Tue ich bloß ungern. Frag mich nicht warum. Für meine Ranged Attacks habe ich mir diesen Glauben-Ding ausgesucht. Da den Fireball, den finde ich ganz nett. Der macht auch ordentlich Damage. Und ich habe noch nicht viele Skillpunkte drin. Die Frage ist jetzt, wenn wir mit der oben kommen. Da irgendwie oben gehen. Ne? Muss man oben springen, möchtest du sagen. Oben springen. Wollen das? Nein, da springe ich nicht, aber da bin ich hin. Lauf an der Treppe hoch, da ist eine Gnade. Und dann gehst du runter und machst ihn. Ich hätte jetzt sowieso danach gefragt. Weiß irgendwo, wo die nächste Gnade ist? Weiß das irgendjemand? Ist die wahrscheinlich direkt nach dem Ritter, oder? Das heißt, wenn ich da jetzt aufgehe. Grüße aus Österreich! Luke Shark Attack. Merci dir. Das heißt quasi, da wo unten der Hellebardenritter rundherum geht, die Treppen rechts auf, die wir gesehen haben, da oben ist eine Gnade. Weil dann sprint die einfach durch und sagt, okay, bye. Und dann können wir da vielleicht auch mal oben springen. Es kann schon. Was tue ich nie wieder. Es kann schon gehen, muss nicht, aber es könnte. Da ist Treppen, da gibt es Dom auf. Jupp, ja, schreibt er. Danke für den Hinweis. Ansonsten bitte nicht spoilern. Ich frage dann schon danach, weil es muss da irgendwo in der Natten jetzt der Speicherpunkt sein. Es darf sich jetzt ungewöhnlich lang fühlen, wenn dem nicht so wäre. Jetzt ist ja bloß die Frage, laufe ich oh mein Gott, außer. Okay, bye. Die Baden, kann er die droppen? Kann er die? Du hast mich jetzt trollt und da herum ist einfach gar nichts und ich stirb behindert. Gnade. Gnade wo? Ich hab mich an dem Ritter gequält. Mit den werden wir jetzt gleich anschauen, wenn da wirklich direkt eine Gnade da ist. Okay, da ist ein Aufzug. Ah, da hinten ist. Aha! Und in die Gnadenräume ist normalerweise kein Gegner. Ah, es war bescheuert, weil dann Bornstone ist sofort der Gegner. So, schauen wir uns mal an. Schauen wir uns mal an, was er kann. Schauen wir uns mal an, was er kann. Merci für den Hinweis. Und schauen wir, ob man vielleicht. Vielleicht werden wir uns kurz mal resetten. Nächste typische From Software Souls Game Mechanik. Ihr seht das jetzt gerade nicht. Ich bin vielleicht auch ein bisschen scheiße positioniert. Lasst es mir wissen, wenn ich auf die rechte Seite nochmal gehe. Das sind meine Heiltränke. Ich habe jetzt noch 2 Stück. Wenn ich mir jetzt an die Gnade hinsitze und rasten, dann lohnen sie die Sachen wieder auf. Das heißt, ich verliere meine negativen Stati-Effekte, zumindest die meisten, wenn ich überhaupt welche habe. Und lade meine Tränke wieder auf, mein Mana wieder auf und so weiter und so fort. Und, aber, ja, jetzt kommt das zweischneidige, die zweite Seite der Medaille. Alle Viecher, die ich bis jetzt auf dem Weg daher umgehauen habe, die stehen dann wieder auf. So, Jumi, rutschen nach rechts, so rutschen wir nach rechts. Rutschen wir rechts.
Okay, bye! So, machen wir so. Ich meine, die Anzahl der Runen ist nicht so wichtig, die lasse ich euch wissen. Akzeptabel, ja. Kondition leveln, wer schreibt das? Der Witzensepp, gleich Kondile. Warum? Warum gleich Kondition leveln? Was ist. Hoppala, jetzt habe ich OBS weg. War kurzzeitig der 4000 km/h Bürger. Welcome. You're welcome. Mehr Ausdauer, mehr Last, immer gut. Ja, hast schon nicht ganz unrecht. Aber ich kann nicht leveln, ich bin weit vom Level entfernt. Stufenaufstieg, wie viel haben wir? 2007, wir brauchen 4000 Seelen. Ich werde für immer Seelen sagen. Verzeiht's mir bitte, aber zu lang Dark Souls gespielt in meinem Leben. So, jetzt schauen wir mal, was der Ritter, der Kunibert da unten kann. Ja? Der Sir Depferlot, sagen wir jetzt gleich mal, wo er wohnt. Was tut denn eigentlich, wenn man da aufbeten und einfach da rumgängen? Kann der springen? Ja, mal rausfinden. Feuerfett mit Kordel. Du bist fett. Da kann man auch mal einen Foxy sein Konto ausprobieren. Ja, schauen wir mal. Das ist nicht dein Schoki-Seitenbürger. Das ist genau dieselbe Seiten, die du sonst auch sagst, bloß halt einfach umdreht. Ich hab's jetzt einfach gespiegelt, verstehst du? Mr. Ritters mal auch, ne? Geh mal her und schau mal, was sie verfängt. Dreht sich der Instant um? Ja, tut er. Leck ist der grantig, oder? First try, bitch! Ja, ein Schlag noch nicht mich gehabt. Das sind ja wie diese Arschlöcher, ich weiß es nicht. Ich bin halt einfach immer all in. Scheiß auf den Blockkonto. Foxy, es tut mir so leid. ich weiß schon, die Family YGS, Fox und Wölfchen erleiden wahrscheinlich Höllenqualen, währenddessen sie mir zuschauen, aber ich sag's euch auch, es ist, wenn ich jetzt offstream gespielt hätte, ich glaube, ich war auch an ihm vorbeigelaufen. Mit dem hätte ich mich da jetzt nicht angelegt. Hätte jetzt einfach nicht da. Es ist ja schon wieder, jetzt geht's in so viele Richtungen. Wo gehen wir als erstes hin? In Richtung Gnade, keine Ahnung. Da geht's glaube ich auch aus, ja? Da geht's aus, schauen wir mal, wo es da rausgeht. Schauen wir mal, wo es bei der Gnade da rausgeht. Allerdings habe ich ein bisschen das... Oh. Wie weit geht's denn da noch auf? Wo legt man mitten da so ein Riesendrum bei? Alter, wie groß ist denn das Schloss, bitte? Möchtest du mich verarschen? Okay. Oh, da unten geht Patrouille. Handys! Sag mir, Handys, die scheiß Ritter, Handys, die Pendants zum Black Knight aus Dark Souls, oder? Ah, die haben zum Kotzen. Ah, Vogel! Vogel! Oh, der sitzt auf einem Fassel. Oh ja, was? Tja, Vogel! Schaut mir schlecht aus, Vogel! Du Penner! Ja. Frage, kann man den Fallstuhl benutzen? Ja, Alpha Wolf. Das werden wir jetzt auch außerfinden gehen, weil ich glaube, es geht prima. Leck ist ein Riesengebiet, Alter. I fucking love it. I fucking love it. Wir gehen jetzt erstmal mit den Aufzügen an. Schauen wir mal. Meistens bei sicher typisch From Software Level Design schalten diese Aufzüge auch gern einfach Abkürzungen frei, dass du bestimmte Teile halt überspringen kannst. Also es ist quasi eine Art Gerät bewegt sich. Der Gerät! Okay. Also der Fahrstuhl geht schon mal nicht. Und was ist mit dem da? Schauen wir mal an, schauen wir mal. Der Gerät bewegt sich nicht. Dass du Aufzüge freischaltest und damit halt einen ganzen Teil an Level Progress überspringen kannst. Geht's halt meilenweit oben, gell? Geht's aber wirklich oben schon. Wie auch immer man da hinkommt, keine Ahnung, aber irgendwie muss es einen Weg gehen. Irgendwie muss es einen Weg geben. Dann geht es aber auch nicht recht viel weiter, außer da, wo wir den Vogel jetzt gekillt haben. Da war das Grillhändel, da hast du recht, Westel.
Da hast du sauber recht. So, ich muss auch... Da, wenn ich da reingehe, habe ich Frame Drops ohne Ende. Warum auch immer. Warum auch immer. So, jetzt gehen wir aber erstmal noch da die Treppen auf. Schauen wir da. Das ist schon wieder so. Wieso? Fang. Catch this! Bitch! Catch this, bitch! Hier ist nicht da, du bist behindert. Komm jetzt da um. Da kommt man da um. Da kommt man jetzt da um. Der nicht. Wo sie die tot sind, das hilft uns alles nichts. Da ganz rechts, hä? Oh, da rumgehen. Ah, ich drehe ihn nicht. Ja, kann. Ah, das schauen wir mal. Parkour. Auf ein Radl springen? Ja, genau. Dann geht's ganz furchtbar weit nach unten. Genau das werde ich nicht tun. Hebel vorm Loch. Wo ist der Hebel vorm Loch? Hebel vorm Loch. Wo man da umspringen muss. Ich kann. Easy! Echt? Das ganze scheiß Risiko für einen scheiß Wurfdolch? Möchtest du mich verarschen? Penner. Ich weiß nicht, was ich heute mit dem Du Penner hab, aber das gefällt mir heute. Ja, da draußen auf alle Fälle schon wieder Leute umeinander steppen. Schauen wir mal, was da los ist. Klappspaten umeinander. Wie findest du? Musik macht mir auch ein bisschen deppert im Kopf. Oh, möchtest du irgendwo ein Ritter umeinander steppt? Der pfeift bitte. Wieder noch pfeift. Mit dir jetzt? Was ist denn mit dir jetzt? Ja, oh, scheiße. Well, I'm fucked. Okay, bye. Oh Gott, einfach durchdreschen! Au! Ich weiß. Okay. Fuck you. How about that? Das meine ich mit so Standard-Mobs. Können die ganz furchtbar schnell zusammenfehlen. Die halt einfach in dem Türrahmen drin stehen bleiben müssen, blocken. Und ja. Jetzt wenn wir mal so einen einzelnen Gegner irgendwie irgendwo haben. Also da goldene Rücken, das hat es aber überhaupt nicht gebracht. Ja, aber da muss es auch mehr geben wie die Typen da. Ja, das gibt's auch. Da gibt da immer muss da irgendwas geben. Muss da irgendwo weitergehen, das gibt's ja nicht. Hilfe. Und auf deine Holzdachel und so. Flammenschwert. Mit dem Bürger in der Mitte. Was? Darf man fragen, wie alt du bist? Irgendwas zwischen 6 und 46. Ich bin mir nicht sicher, ob man da soll. Will man's? Den nicht. Du, das hilft ja mir nicht. Ah, da unten ist Loot-Tipps, genau. Was ich arbeite? Ich bin Mediengestalt.
und arbeite für einen Online-Shop. Und da kümmere ich mich drum. Ich bin jetzt gerade nicht in der Lage, diese Art von Fragen zu beantworten. Shit is too intense. Aber ja, ist... Ich glaube nicht, dass das weitergeht. Obi, hä? Ich weiß nicht, da muss man irgendwie runterkommen, einen anderen Weg sehe ich nicht. Ich sehe gerade, da hinten ist auch irgend so ein Typ. Da an dem Turm hinten. Siehst du, direkt rechts neben meinem Kopf. Das ist, da muss ich runterkommen, das gibt's nicht. Obi! Ich erinnere mich noch sehr genau an eine Stelle in fucking Sekiro, wo du genau an so einem ähnlichen, irgendwie habe ich Flashbacks und da bist du auch auf so einem Dach rum und vor mir fliegt von 1000 Kilometern jemand daher und fotzt dich einfach vom Dach runter. Oh, was ist da? Ist ein Vogel. Der Vogel? Was Vogel? Vogel! Ja, mit dem. Ah, der wichst mir bloß ein Ding rein. Kann man prüfen was? Was war denn das jetzt wieder? Warum ist das Schießen? Verhungert auf halbem Weg, das ist nichts. Die Luderle. Schmiedestein, Level 2! Der schaut überhaupt nicht, jetzt glaube ich, kann ich mein Schwert aus. Jetzt komme ich halt nicht mehr auf. Okay. Also mit dem Schmiedestein baust du deine Schwerter, Waffen und Schilde aus. Ganz einfach stärker, kriegen bessere Stats. Wenn du Glück hast, skalieren sie sogar besser mit bestimmten Stats. Also dann kriegst du halt mehr Schaden pro Punkt Stärke drin und lauter so ein Krass. Ah, mir meistert man das schon ganz gut, habe ich das Gefühl heute da. Was sagt ihr? Ich sag hier nur absolutes Pro-Gaming. Was der jetzt mit dem scheiß Vogel? Naja, der wird uns schon umbringen. Also es kommen alle seine 25 Freunde, dann vielleicht schon. Ich habe da so ein ganz... Oh. Ah, der speit Feuer! Ah! Alter, was ist mit dir? Was ist mit dem? Okay, der hat irgendeinen komischen Topf vorne dran. Was ist denn das? Ist das sein Hals? Mit dem speibt der Feuer. Oder die haben vergangen. Alter, das ist eine Wichse. Sturmfalkenfeder. Ja, die möchte ich aber auch hoffen, dass ich die krieg, du Arschloch, du Dreck jetzt. Mit gekreuzten Beinen dösen. Nein, das war ich... Okay. Ich wollte nicht meine letzte Ration verbrauchen. P in Bürger steht für Pro-Gaming, das darf man aber auch nie vergessen. Absolutes Pro-Gaming, ja. Wieso ruckelt's denn so stark? Hör halt auf damit! So, geht's jetzt da noch weiter oben, oder? Oh Gott, I got it. A bad feeling about this. So, für alle, die Dark Souls kennen und Elden Ring auch schon selber gespielt haben, die wissen natürlich, was das da unten heißt. Für alle, die das nicht wissen, was das da unten heißt. Stay tuned! Dun, 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 dun. Und da geht's auch noch um mich. Ich weiß überhaupt nicht. Ah, da geht's zum Boss, habe ich, hä? Der Nebel des Grauens. Ja, das trifft es ziemlich gut. Die Frage ist, kann man da... Erst suchen wir die nächste Gnade. Ab zur nächsten Gnade. Wir haben ja fast schon da Runden, wo man oben auch aussieht. Wo zur Hölle guckt man mir da umeinander? Is this meant to be played like this? Wütende Typ da oben, der ist da unten, der ist auch extrem wütender. Ich hab keine Fläschchen mehr, das ist das größte Problem, das wir da haben. Da unten rennen auch 5000 Leute umeinander, da unten hat jemand einen Flammenwerfer, sag ich das richtig? Oh, Alter. Bedeutet viele Depf. Ich habe auch das Gefühl, dass das ja viele Depf bedeutet. Wie spät haben wir es? 20 vor 10. Ja, aber so die letzte Viertelstunde am Boss-Trine und so, das kann ich mir gut vorstellen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Schaffen werden wir wahrscheinlich nicht, ja, weil... Was ist... Ah, das da vorne schaut mich ungesund an. Das ist da nicht. Oh, wieder, oh Gott.
Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, gut, dass ich ums Eck geschaut habe. Was zur Hölle ist mit ihm? Da ist schon wieder so der helle Badensepp. Ich hab keine Ding mehr. Los mich. Los mich. Der TomTom war recht. Ja, da. Ganz unrecht. Triggern. Oh, er schaut offensichtlich gemütlich in die Ferne. Den können wir vielleicht sogar noch stehen lassen. Gehen wir mal da rein. Springen. Wir haben halt keine Heiltränke mehr. Das wird jetzt, wir sterben sowieso, das wird jetzt blöd. Die Reste plündern, das nehmen wir noch schnell mit. Oh! Mistakes were made. Mistakes were made. Ah! Was denn alles in der Welt bist du? Irgendwann da drin ist der Boss! Was ist mit ihm? Gott, das ist das Viech vom Anfang, oder? Der schaut nicht gut, Alter. Können wir da hinten aussehen? Können wir das mal probieren, oder wie schaut's denn aus? Was? Vollsprint-Squad da ist. Ah, nein, das wollte ich nicht. Gut. Hallo, jetzt da. Nein, nicht umdrehen. Na, was tust du denn? Passt. Gibt's einen fetten Loot? Andenken der Puppen. Schaut mir nach einem NPC-Item. Klumpen Fleisch, okay, Beine. Goldene Rune, ja, das war so wieder fett rentiert, super toll. Ganz furchtbar gut. Ist da einer? Oh Gott, was um alles in der Welt bist du? Hier hängt der Arm aus dem Arschloch, du. Da links geht's auch noch rein. Hallo? Kann die ja Gnade haben? Der hat mir über Gnade recht gefreien. Oh, Aufzug. Habe ich das Gefühl, dass ich umgeschreddert wird? Aufhören, schau mal. Und das ist genau das, was ich vorher gerade gesagt habe. Ich hoffe, es ist einigermaßen nachvollziehbar für Zuschauer, die nicht wissen oder die vielleicht noch nie Dark Souls gespielt haben. Das ist der Aufzug, der vorher nicht gegangen ist. Den haben wir jetzt quasi einen ewig langen Weg rundherum gemacht. Jetzt können wir auffahren, haben wir bei der Gnade da herum, die wir schon haben. Und jetzt können wir mal schnell speichern. Jetzt können wir mit dem Aufzug einfach runterfahren. Und wir sollen sagen, haben wir direkt vom Boss. Easy. Stufenaufstieg. Wir brauchen 2300 Runen ungefähr fürs nächste Level. Dann werden wir mal einen Punkt in Kondition hauen. Das glaube ich schon nicht. Und wie wir das jetzt dann machen, bevor wir den Boss umhauen, ich glaube, so eine kleine Rune gibt 200. Ich habe keine Ahnung. Wie viel habe ich gesagt, brauchen wir? 2600. Nehmen wir einfach einmal 5. Schauen wir, was passiert. Dann kriegen wir 1000. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie viel das wir brauchen. Status 6600. Dann hauen wir uns einfach alle Kleinen rein, weil es wurscht ist. Das sind 1000, 1200, 400, 600. Waren wahrscheinlich jetzt zwei, aber egal. Machen wir ein Stück in Kondition, das schaut nicht. Dann bleiben 290. Kriegen wir dadurch alles? Wir kriegen Ausdauer 94 und wir können 1,6, ich nenne es jetzt mal Kilo, keine Ahnung, 1,6 Kilo mehr dran. Und haben wir, das bringt eine Verteidigungskraft schon hin. Gegen physisch Schlag, Schnitt, Stich und gegen Feuer. Das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Bringt es auch einen Punkt. Also so umsonst ist Kondition gar nicht, wie ich mir das vielleicht eingebaut habe. Passt. Jetzt machen wir mal so. Ja, Zeit vertreiben. Damit sind unsere Purpurtränen aufgefüllt. Was wir jetzt einmal probieren, das Viech da unten probieren wir jetzt einmal anzuzünden. Ich habe nämlich so ein bisschen das Gefühl,
bait mir bloß wieder ein, dass das ein Boss ist. Dann nehmen wir jetzt mal ein bisschen mehr Magic mit. Und dann schauen wir, ob wir ihm einfach einen Fireball aufwerfen und dann gehen wir aussehen. Ja? Das ist quasi, den cheest man jetzt. Sauber abcheesen. Schauen wir mal, weil der kann ja durch die Tür nicht aussehen. Schauen wir mal, was passiert. Kill it with fire! Und irgendwie schaut er mir auch so, als wäre er anfällig für Feuer. Oh mein Gott. Achso, ich meine, der ist da rausgekommen. Wenn ich jetzt da reingehen. Hey, check auf! Text mir du! Oh. Oh, da ist ein Pfosten. Okay. Absolute Cheeser-Taktik, aber jetzt auf Dauer nicht durchziehen können, fürchte ich. Ja, jetzt tu halt einmal, visieren halt einmal an. Anvisieren sollst du. Ja, und jetzt immer schön da bleiben. Du hast schon recht. Ja, das ist jetzt nicht das, das massivste Gameplay auf der ganzen Welt, aber if it works, it's not stupid. Hier wird ein bisschen Vierer. Hier wird ein bisschen Vierer. Oh, und jetzt kannst du das machen. Ja, if it works, it is stupid. Ah, jetzt habe ich gegen den Wind gecastet. Das ist natürlich dumm. Ich muss aufpassen, ich ruck da über. War natürlich jetzt blöd. So, was tun wir jetzt mit dem Rest, ist die Frage. Blocken wir jetzt einmal, schauen wir, was passiert. Und zumindest ein, zwei Mal hauen. Gehen wir jetzt da. Bussi Berli, was auch immer du bist. Irgendeine Zusammenflickerei aus irgendwelche 8 Millionen Viecher, keine Ahnung. Naja, gut. So, geh halt her jetzt da. Geh zum Toreingang, wenn du zuhaust. Okay. Ist der grantig, der Teufel. Und hört denn der jemals einmal zum Zuhauen auf? Ist gut. Ist gut jetzt. Der hört ja überhaupt nicht zum Zuhauen auf. Was ist mit ihm? Und jetzt da. Was soll denn jetzt da? Was genau so jetzt macht ihr meine Taktik? Alter, das ist meine Taktik! Nein, die Kamera ist auch manchmal. Da ist sie echt schief, die. Ich glaub, das was ist. Und geh einfach raus und schluck dich, du Arschloch! Eigentlich hätte ich mit dem Bogen schießen können, lese ich gerade. Da hast du allerdings recht. Aber das war mir jetzt kurzzeitig zu blöd. Da gibt's jetzt da auch irgendwas von Wert da herin. Das war jetzt nicht schlecht. Blutstillende Boli? Mit Sicherheit was zum. Da noch so ein Viech herin. Wie viel narrisch das sollte schon. Schaut mir da noch schnell rein. Schaut mir auch ein bisschen. Oh! Hochlander-Axt. Schaut mir ein bisschen nach einer Ohrhand-Axt aus. Aber links weiter. Und da steht oben einer. Hinten geht's. Okay. Dann gehen wir Lukas, weil da hat's nicht. Aber mit dem die sitzt da. Was wackelt denn da draußen umeinander? Wie hat mich der jetzt gesehen da um? Findest du jetzt total, oder was? Gott, da ist da. Kassen. Oh oh. Lass die steppen.
So mag ich. Immer sauber umkreisen. Umtänzeln, Kinder. Umtänzeln müssen wir die. Da schlagen wir die da unten noch, da war Loot. Immer mit der Ruhe. Ah. Was? Gleich gar nicht aufstehen lassen. Gleich überhaupt gar nicht aufstehen lassen. Was haben wir da? Schwingen Metterling. Besseres Fleisch. Ich habe mich noch nicht so mit befasst, was diese ganzen Utensilien da bringen, wie dieses Fleisch und weiter. Aber ich glaube, das kann man essen und dann hast kurze Zeit ein bisschen mehr. Warum man halbe diese Hellebardenritter-Wichse? Wichsletten, da ist wahrscheinlich wieder ein Schlüssel drin, dass ich da reinkomme, oder? Lass mich ran. Ja, natürlich. Kauft man denn? Nicht nur gutes Fleisch, sondern gleich besseres Fleisch. Oder? Lass mich ran. Wo ist jetzt der? Ah, da ist seine Kisten. Den sticht man ab, oder? Kauft man den? Spätestens. 5:10. Probieren wir. Und ansonsten gehen wir zum Boss, das sagt er ich. Verstecken wir uns aber da zuerst. Ja, diesmal sitzt der Backstep, das sagt er ich. Dann hat's ihn gleich. Gleich rüber mit ihm. Ja, nicht. Spring halt. Du Klappspaten, du! First try. Everybody first try. Okay. So, lass mich raten, das ist der Schlüssel. Na, Schleier des Imitators. What is this? What is the Schleier des Imitators? Das verbrauchte FP, imitiert Objekte in der Nähe. Super geil, das Teil hat's in scheiß fucking Dark Souls ergeben. Jetzt pass auf, wie kann man das... Wie ist denn das? Wie hat man das... Kann man ausrüsten? Ah, warte mal. Ja. Ja, pass auf. Wieso kann ich den da nicht hernehmen? Wieso kann ich den da nicht hernehmen? Die haben die fetten Viecher da aufgehängt, die essen die, oder was denn die da? Das komische Vieh. Ach, ich hab kein Mana mehr. Ja, okay. So, nochmal so eine Rittersäpperin, falls ja. Ja, wie verschachtelt und riesengroß dieses Schloss ist. Unfassbar, wer soll sich das merken? Wer soll... Also ernsthaft jetzt. Versteh mich falsch, ist absolut geil, aber what the fuck, Alter? Wer soll sich denn da auskennen, sag? Oh shit, das ist der Fetting. Oh shit, das ist der Fetting. Das ist der mit der dicken Axt, Alter. Da hinten sitzt noch einer, aber wie kommt man da ein? Da muss man irgendwie anders reinkommen. Und da hinten aus. Wie? Schauen wir nochmal. War der Henkerbert, Alter. Der Henkerbert! Irgendwie, wo ist da? Ja, genau. Da hinten geht ein Tier durch, aber von wo aus? Da muss ja quasi da irgendwo eigentlich. Ach, da ist die. Das ist die Tür wahrscheinlich, die verschlossen ist. Ah, okay. Müssen wir den Schlüssel finden. Müssen wir jetzt einen Schlüssel finden. Da hinten ist auf alle Fälle so ein lila Loot-Teil. Ich gehe in die falsche Richtung. Ja, das denke ich mir schon, aber da war ich halt noch nicht. Ich mag ja alles so. Also, bis jetzt habe ich noch nicht den Eindruck, dass ich in die falsche Richtung gehe. Weil irgendwie war ich da noch nicht. Oh, da ist Loot. Genau. Goldene Ruhe. Oh, jetzt glaube ich, haben wir unten. Ah. Ja, da waren wir schon. Also wir waren da quasi oben drüber. Ich verstehe schon.
Die Frage ist jetzt, wie wir an denen da vorbeikommen, ohne dass wir sterben. Wahrscheinlich gut. Okay, Aldi, du hast recht, wir gehen in die falsche Richtung. Woher soll man denn wissen, was die falsche Richtung ist, wenn man sie nicht auskundschaftet? Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Also so hundertprozentig falsch, glaube ich, ist es nicht, weil da geht es ja offensichtlich weiter da draußen. Das ist mir jetzt aber auch wurscht. Ich gehe jetzt da zurück aus. Haben wir da richtig? Ja. Da habe ich nicht irgendwas übersehen oder so. Naja, gut. Nochmal? Kann man da überhaupt in die falsche Richtung gehen? Ja, irgendwie nicht. Also irgendwie ja und irgendwie nein. Ich finde ihn immer nur eigentlich ziemlich ekelhaft da. Bäh. Bäh. Die Wolf da unten auch ziemlich. Bäh. Da, Kinder, jetzt schauen wir uns am Schluss noch schnell einen Boss an. So schaut's aus. Ja, dann machen wir noch schnell First Try. Wahrscheinlich überhaupt nicht, aber egal. Genau, ist denn jetzt kaputt? Da habe ich einfach einen Blackscreen gehabt. War denn jetzt kaputt? Irgendwas war kaputt! Nicht von dieser Seite zu öffnen. Hä? Ja, wie soll ich denn dann da... Okay, dann check ich es einfach nicht. Nun gut. Then, keep your secrets, I guess. Soll ja unten noch irgendeinen Durchgang geben, wo wir noch nicht waren? Ja, hat's. Hat es. So lang. Wollten wir vorher, dann haben wir zuerst da auf. Dann haben wir da umeinander. Alles. Jetzt auch eine. Ah, das ist schon wieder so Finsternis. Nein. Dein Scheißdrecks Finsternis, scheiß dir, kannst selber eingehen, du Trottel. Hau ab. Okay, gib's zu, die helle Tier schaut kein Macken. Alter, was ist denn da draußen? Die scheiß helle Tier da draußen schaut kein Macken nicht besser aus. Die haben alle Flammenwerfer da drin. Ich hab's jetzt. Du, da gehen wir mir lieber in das finsterne Loch da rein. Und wenn wir sterben, sterben wir. Yes. Oh, okay, hi. Okay. Gehen wir da um. Klingt da schon wieder so hart nach einer Trap, dass ganz aus ist. Wow. Pfeil. Wissen auf deinem Pfeil! Ja, zurück aus zum Boss. Weiter. Das ist echt riesengroß, das Schloss. Ich liebe es. Es ist so gut gemacht. Der ganze Artstyle, dieses abgefuckte alles da von allem. Ich liebe diese Spiele. 11 von 10. Anders kann ich es nicht sagen. Ich glaube, ist die Folge. Da ist der. Ja, am Boss werden wir auf keinen. Was ist denn das da eigentlich? Steinschwertschlüssel nutzen. Oh, kein Boss. Das ist gar kein Boss. Irgendwann ist der Boss! Dabei schaltet man da bloß. Oh Mann. Okay, bye. Scheiße. Kriegen wir schon. Gut, da sind zwei drin. Was seh nix, was machst denn du? Du kannst uns erst nix! Eisernes Schleifmesser. Was auch immer das tut. Schauen wir uns gleich mal an. Inventar. Das eiserne Schleifmesser. Wo ist das? Wieder irgendein Objekt zur Herstellung oder was kann das? Ah, das war unter Schlüssel was drin, gell? Und da? Objekte. Wir öffnen eine verschlossene Tür auf Schloss und auf Schloss Sturmschleier. Okay. Auf rotem Samt gebettete Bronze. Was auch immer das ist. Aber es schaut mir nach einem Consumable an, also dass man irgendwas eintauschen kann bei irgendeinem NPC. Haben wir da geisterrufende Glocke, eine Glocke, die Geister aus Aschen herbeiruft. Ja. Eisernes Schleifmesser. Gewährt euch die Wahl einer Affinitätsaufwertung für eine Waffe. Was ist eine Affinitätsaufwertung gleich wieder? Werden wir uns noch schnell anschauen. In unserem Holzschild mit Falkenwappen.
Haben wir quasi die Waffenkammer da eröffnet, oder was? Oh! Misericordia! Schaut nach Waffe aus. Gleich mal austesten! Oh, die können wir sogar nehmen schon. Das ist ein Dolch. Macht aber weit weniger Schaden als unser Zeug. 92 plus 11. Skaliert mit Geschick. Wie alle Dolche so irgendwie. Aber wir können ihn benutzen. Schauen wir mal, wie sich der so tut. Ja, das ist schon ganz nett. Da aber ein Stieg und so. Ja, ist nett. Aber nicht zu gebrauchen, macht viel weniger Schaden wie unser Ding. Eher sollte man unser Schwert noch aufwerten. Werde ich aber bis zum nächsten Mal da. Oh. Ah! Ja, genau, du Arschloch! Scheißdreck, da gehst eine! Da herin können wir kämpfen! Hopp, hopp! Ja, genau, ein Feierspein. Ja, glaub ich ja. Oh. Das ist die Kamera heute übertragen, gell? Bisschen, Alter! Jetzt, ja, Alter! Du Kacke! Dann hat er unseren Pilz gegeben. Jetzt haben wir wieder wach. Haben wir voll da. Super, und geben uns gar nichts da heraus. Das hat sich wieder voll rentiert. Das hat sich wieder spitzenmäßig rentiert, aber wahrscheinlich kommt man da noch anders ein. Man da wahrscheinlich überspringen. Irgendwo. Und dann von hinten da einer, ohne dass man so einen Steinschlüssel benutzen muss, dass man in die Waffenkammer ein. Naja, gut. Hilft halt nicht. Für Effekte wie Blutung brauchst du die Messer. Ja, weiß ich schon. Aber ich mag halt einfach den Playstyle mit dem Einhandschwert. Das ist für mich genau die richtige Geschwindigkeit zum Zuhauen. Da habe ich einfach ein gutes Gefühl dabei. Deswegen mag ich zum Beispiel auch nicht die Zweihand-Schwerter. Ich hätte gern das da, den Bluthund-Reißzahn. Schau mal hin, was der Schaden macht. 141 plus, oder? Ja, was minus 56. Ja gut, weil wir nicht dran können, ja. Mir geht halt Geschick 17 ab. Eigentlich sollte man da ein wenig einleveln. Da braucht man 5 Level. Oh, da haben wir... Oh. Das Hacke... Oh, schauen wir mal das Hacke. Wir haben ja ein Hacke gekriegt, habe ich ganz vergessen. Das ist ja ein Einhand-Hacke. Bist du... Bring, guter Mann. Es spielt sich fast wie das Schwert, würde ich sagen. Spielt sich genau wie das Schwert. Super geil, oder? I am Kratos now! Kann man das auch werfen und so einen Scheiß? Wahrscheinlich nicht. Ja, aber geil. Das nehmen wir jetzt fürs erste Mal. Deswegen, wir nehmen es noch nicht direkt. Warum nehmen wir es noch nicht direkt? Weil es, Achtung, vergleichbar mit unserem Schädel. Wir machen da 210 Schaden und mit dem Hacke machen wir 244. Der Crit ist bei 110 wahrscheinlich Prozent, keine Ahnung. Und beim Schwert nur bei 100. Das heißt, das Hacke ist für gar nicht schlecht. Das werden wir jetzt einmal ausbauen. Das probieren wir aus. Das der wir jetzt noch schnell. Am Boss werden wir heute nicht mehr sehen, um Gottes Willen. Alter. Da kommen wir heute nicht mehr weiter. Das sage ich dir, was ist. Da ist ja noch ewig. Da bauen wir lieber noch unser Zeug ein bisschen aus. Und dann verspreche ich, dass ich bis zum nächsten Stream da nicht weiterspiele im Schloss. Ist das in Ordnung? Dafür erkunde ich halt die Open World, ja, die kleinen Höhlen, die Zwischenbosse und so einen Scheiß. Das mache ich offstream, weil das ist, glaube ich, auch nicht halb so schön zum Zuschauen wie das da. Das fühlt sich ja an wie ein Dungeon da. Oh, kann ich Wolf geweckt. Ui, aus Wolf, gehen wir mal raus. Ich glaube, das ist ein fairer Deal, oder? Also die wichtigen Dungeons und so weiter, die hebe ich mir für den Stream ab. Vielleicht gibt es auch am Wochenende wieder einen, wer weiß. Ich mag es noch nicht versprechen, aber kann ja sein. Elden Ring ist halt so ein Spiel, da haben wir mir mal 50, 60 Stunden aufwärts und wahrscheinlich länger beschäftigt. Und das nicht bloß wegen dem Schwierigkeitsgrad. Und ansonsten, den offiziellen spätestens gibt es nächsten Mittwoch. Habt's mir überzeugt, es waren konstant über 1000 Leute da, das sagt mir, ihr habt's Bock. Wenn ihr Bock auf die Streams von Elden Ring habt, dann drückt jetzt auf Like. Da ist auch der Twitch-Squad gemeint. Geht's jetzt auf YouTube und lasst Likes da. Mehr Likes als auf die DayZ-Streams, dann bin ich 100%ig überzeugt. Okay? So. Ich mag da nicht um Likes jetzt betteln, ich möchte bloß sehen, ob es wirklich so ist, dass ihr wirklich auf Elden Ring Bock habt. Das mir nicht besser, aber ob da jetzt 100 oder Likes oder weniger oder mehr drauf sind, das macht dem Algorithmus oder am Kanal gar nichts. Spiel ist einfach gut. Ich hab's jetzt, ich sag mal, wie viel Playtime haben wir jetzt? 13 Stunden oder 12 Stunden oder irgendwie sowas. Oh, es ist einfach geil.
Da kannst du dich stundenlang aufhalten damit. Und ich habe auch keinen Bock nicht, dass es innerhalb von 2 Tagen durchsuchtelt. Ja. Stufenaufstieg, was wollten wir? Zauber lernen? Na, wollten wir auch nicht. Truhe sortieren. Kriegsasche. Mit der Kriegsasche können wir irgendwas tun. Jetzt schauen wir mal. Ah ja. Magische Hochlandaxt. Die Frage ist dann, ja genau, der teilt quasi einen physischen und einen magischen Schaden auf und wird dadurch mehr, wenn du mich fragst. Das müssen wir eigentlich einmal austesten. Was, das werden wir jetzt auch mal aus. Jetzt gehen wir aber erst einmal zurück nach Hause. Wir haben quasi so eine Art Hauptquartier. Tafel der Gnade. Und weißt du sehr, wie es ist. Löwensepp, Like ist da. Merci, Mr. Löwensepp. Foxy! Haha, 50 bis 60 Stunden. Ich bin bei 42 und wirklich erst im 2. Gebiet rum. Es ist halt natürlich, je nachdem, wie man es spielt. Ja. Aber wahrscheinlich wird es ja auf, ich glaube, der erste Durchlauf wird sich auf 100 bis 150 Stunden hinauslaufen. Braucht man nicht rundum schmeißen. So. Wo sind wir? Wir haben 3000 Runen. Das ist schon mal nicht schlecht, weil zum Ausbauen von den Waffen braucht man die. Da haben ein paar NPCs umeinander, bla bla bla, ruckel ruckel und da ist der Schmied. Der Schmied, der macht deine Waffen besser. Well, where have you been hiding? Ich weiß nicht. I took you for dead. No matter, it's all the same. Lay out your arms then. So, fangen wir mal mit dem Hacki an. Waffen verstärken. So, unser Hacki, Hochlandaxt +1. Da brauchst du diese Schmiedesteine. Und du kannst das, glaube ich, 3-mal ausbauen. Mit normalen Schmiedesteine. Dann brauchst du schon die Level 2 Schmiedesteine und dann immer so weiter irgendwie. Aber da siehst du schon, dann geht der Damage von 123 plus 21 auf 130 plus 22. Das werden wir jetzt einfach einmal da, weil so Schmiedesteine findest du sowieso immer unendlich. Aaron! Du musst mir keinen Zehner herscheißen, dass wir Elden Ring spielen. Aaron, Elden Ring bitte und ein Stream am Samstag wäre auch geil. Wie gesagt, ich mache noch nicht versprechen, aber es kann sein, dass einer kommt. Der Samstag-Stream ist für solche Spiele halt einfach optimal. Weißt du selber, was es ist. So, jetzt das bauen wir jetzt einfach mal aus. So, zack, Hochlandaxt herzustellen, ja. Dann haben wir schon bei 137 plus 24 und es war halt geil, wenn da die Attributskalierung bei Stärke und Geschick, wenn da einer runtergeht von D auf 10. Das heißt, dann kriegst du quasi mehr Schaden durch jeden Punkt Stärke und Geschick in deine Attribute. So, beim zweiten brauchen wir jetzt schon 4. Beim nächsten brauchen wir 6. Das heißt, ich kann es nicht so weit ausbauen wie unser Schwert. Schade. Schade. Dagegen glaube ich... Ja, genau. Dagegen habe ich so Schmiedesteine Level 2 gefunden und kann jetzt das Schwert auf die nächste Stufe ausbauen. Damit macht es 105 plus 109, plus 210, 221 Schaden. Das ist schon ordentlich. Kann man schon einmal so lassen. Löwensepp, wie bist du zu der Tafel gekommen? Welche Tafel? Welche Tafel? Diese Rittertafel da? Haben wir das im Stream nicht mehr gesehen? Das haben wir doch im Stream gesehen, oder? Da kommst du automatisch hin, da bringt dir ein NPC. Herr Sander! Vergesst für die Mitgliedschaft! Bussi aufs Nussi! Bussi aufs Nussi! Wie kommt man zu der Tafel? Also, wie man da wieder hinkommt, okay, jetzt kann ich da gleich sagen. Habe ich irgendjemanden übersehen? Ich hoffe nicht. Da bringt dich deine Miezi hin. Ja, die am Anfang, oder? Die, wo man auch dann vor dem großen Tor oder so, da kommt man dann hin. Da kriegst du ein Ross, du kannst dann leveln und du kommst da hin, nicht? Sag das, ich weiß nicht mehr. Wenn du zu Sturmschloss-Dings kommst und dann an einer Gnade rastest, bringt die dorthin. Also nochmal, ich lese nochmal laut vor an den Löwen, ich weiß nämlich nicht mehr, ich sag das, was es ist. Wenn du zu Sturmschloss-Dings kommst und dann an einer Gnade rastest, bringt die dorthin. Nachdem du Magie tötest oder genug erkundet hast, kannst du dorthin. Nee, das ist in der Szene danach. Genau, okay. Pass auf. Dann glaube ich, bei Obacht. Also da ist Margit, das grausame Mal, und da ist Sturmschleier Haupttor. Und irgendwo da, ich war auf alle Fälle vor der Margit da schon drin. Das heißt, du müsstest dich quasi einmal da von Hütte am Sturmhügel
zu Tunnel am Schloss, zu Margit das grausame Mal kämpfen. Ich glaube, du musst den Boss noch nicht mehr umhauen. Und dann wirst du hingebracht und dann kannst du, wenn du außerzoomst, links unten, blapp, da zur Tafel der Gnade reisen. Ja. Jetzt ist die Frage, warten wir, ob wir noch mehr Schmiedesteine kriegen und spähen dann mit dem Hacke? Oder werten wir das Schwert auf? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir werten das Schwert auf. Ich sag das, was es ist. Ich fürchte, wir können es brauchen. Aber was wir jetzt noch schnell ausprobieren. Back already. No Und wieder matter. zurück. Und den Dialog soll ich. Oha, hat irgendjemand geschrieben. Über Roderica. Wer auch immer Roderica ist. Wer ist noch wieder? Hirschi! Dass ich bei den besten Streams nie Zeit habe. Fix Letten wünsche ich noch einen schönen, unterhaltsamen Abend. Hirschi! Wo warst du denn wieder? In der Arbeit schon wieder. Grüezi fix. Dann lass dir wegen zurücklaufen, stellst du aus und weiß ein wenig vor, es ist live. Merci dir für deine verdammt nochmal 37 Monate. Verdammte Axt, deine. So, hören wir uns mal an, was der Schmied zu sprechen hat. The girl you brought here. Das Mädchen, das ich hergebracht habe, sie ist verzweifelt und kann kaum ein Schwert schwingen. But she has a Aber sie hat eine Gabe für Geistereinstimmung. tuning. I saw another one. Vor langer Zeit sah ich einst, wie sie... Their eyes share Ihre the Augen same haben dieselbe Farbe. Okay. Das heißt, wir haben doch so eine komische... Geisterglocken, oder? Dann diese kryptischen Dialoge in Dark Souls, da wo ich aber nie so... Ist das Mädchen? Ich hab keine Ahnung. Es freut mich sehr, euch zu sehen. Ich suche noch immer nach meiner eigenen Bestimmung. Das ist alles andere als leicht, aber ich muss es einfach tun. Erzählt dir, was der Schmied gesagt hat. Ja, das ist neu. Ihr sagt, ich besäße eine Gabe? Das glaube ich nicht. Aber sollte ich dieses Talent besitzen und bei der Göttin, es wäre mein erstes, dann sollte ich wohl versuchen, es zu perfektionieren. Nicht wahr? Ich werde Meister Scheiße, jetzt wird's langsam. Natürlich hat er etwas Einschüchterndes an sich und er hegt keine Sympathien für uns Befleckte. Aber ich weiß, dass er hier in der Tafelrund feste gefangen ist. Also, hinter seiner abweisenden Art verbirgt sich eine sanftmütige Seele. Das weiß ich. Sollte ich wirklich ein Talent für die Geistbestimmung besitzen, was für eine große Überraschung wäre, dann sollte ich wohl versuchen, es zu perfektionieren. Ja. Kommen wir zum Stück. Schmiedi Boy, One Schmiedi back Boy. already. No matter. Oh, über Roderica. The girl. Das Mädchen? What about Was ist her? mit dir? Will dir über Roderica wachen? Are you out of your mind? Habt ihr den Verstand verloren? Stay with an Wer würde bei einem hässlichen Monster bleiben, das sich auf nichts als das Schmieden versteht? Oh, er ist ein netter Kerl. absurd. Absurd. Und außerdem wäre sie niemals damit einverstanden. Sie will es so. Ich weigere mich, das zu glauben. Doubt you. Ich zweifle nicht an euch, aber ich weiß, wenn etwas zu gut ist, um wahr zu sein. Ja, dann müssen wir noch wieder zurück. Dann soll jetzt ich gehen! Soll ich da stille Post spielen? Mit euch Arschlöcher. Gut, fix. Oh, was ist jetzt? Sie kann nichts und denkt auch nicht, dass sie was kann. Eure Arzerin Georgen. Ich werde Meister Hick bitten, um mich zu unterrichten. Ja, und jetzt? Reisen um mich. Ja, okay. Wir wollten mal sowieso was kaufen, das holen wir uns auch noch schnell. Wo ist die Kirche? Da gehen wir noch schnell her. Herr Wechselberger! Merci für die Mitgliedschaft. Busse aufs Nussi. Ich hab's jetzt auch noch schnell gebraucht, oder? Merci dir. Und welcome to the squad. Ab in den Chat. Habe die Ehre Aaron. Wer nicht mitmacht, schlägt mein Hacke! So, gibt's bei ihm da? Weren't you? Well, you're back. Da seid ihr wieder. Stehen? Ja. Informationen über Kale. I am of a nomadic people, selling wares Auf as I meinen Reisen travel. verkaufe ich Waren. The land has been Seit der tainted by Zertrümmerung des madness Elden Rings wurde das Land von shattering of Wahnsinn the Elden befallen. Ring. It's only tarnished Nur dank like Befleckter wie yourself. euch können wir uns hier noch über Wasser halten. Drying up entirely. Würde man mehrere Dialoge anklicken. Say you're a very Ihr seid welcome jedenfalls ein gern gesehener Kunde. Okay. Und er hat die Lampen aber nicht. Da darf es ja nur eine interessante Kettenrüstung geben, die habe ich mir auch noch nicht gekauft. Ich habe momentan alles na sag's. In Dings. Da Zahnlucker vorstellen, egal. Habe ich alles in Level investiert bis jetzt. Was haben wir da hier unten? Notiz, Ruinen des Wegpunktes. Was die Notizen genau kennen, weiß ich auch noch nicht. Da mag ich auch noch keine Runen dafür ausgeben.
Der Starbuck haut sich rein. Gute Nacht miteinander, habe ich. Wo hat's jetzt das Ding gegeben? Wo hat's denn die Leichten gegeben? Ich hab's ja schon gesehen. Goodbye for now. Bei irgendjemandem von ihm, aber woanders. Der Hirsche schreibt, ich schläg der Hacke, aber tauchst vorher in Med ein. Habe ich die Alter. Habe ich die Alter zurück. Falls es ein Hallo, also ich komme gerade, habe ich die ist, habe ich die. Falls du gehst gerade, habe ich die ist, dann habe ich die bis später. Na gut, die Glocken finden wir schon. So, jetzt gehen wir mal nochmal zurück aus, wie vollen worden ist. Vielleicht hätten wir ein bisschen aussitzen müssen. So Tag-Nacht-Zyklen durchlaufen lassen. Jetzt schauen wir mal. Ah, sie scheint nicht mehr da zu sein. Okay. Ja. Kriegen wir da jetzt dann was Tolles, oder was? Wo ist denn jetzt hin? Wollen wir wieder mit ihm schmerzen? Wo habt ihr euch versteckt? Ich hatte euch für tot gehalten, aber das spielt auch keine Rolle. Zeig mir deine Waffen. Lieber Roderica. Ich habe mal mit dem Mädchen gesprochen. Sie hat eine Gabe für Geistereinstimmung. Also habe ich alles erzählt, was ich weiß. Scheiße, jetzt habe ich es weggeklickt. Ich bin der Volldepp! Mehr konnte ich nicht tun. Es tut mir leid, dass ich an euch gezweifelt habe. Was ist jetzt passiert? Sie ist eigentlich auch eine ganz lustige. Da habe ich was rausgefunden. Wenn du mit der redst, dann nimmst du die so in den Arm. Dann hast du einen Debuff und hast, weiß ich nicht, 5 oder 10% weniger Leben. Und du kriegst gleichzeitig von ihr so ein graues Siegel. Und wenn du das benutzt, dann ist es beim nächsten Mal an der Gnade sitzen oder sterben weg. Irgendwie hat mein PC hat irgendwie... Weiß ich nicht, was die... ab und macht's. Ah, die mag kuscheln. Das tun wir jetzt aber nicht. Auf den Debuff habe ich keinen Bock nicht. Gehen wir mal weiter. Ja, ach, da sitzt. Wo ist es? Schön, euch wiederzusehen. Vielen Dank. Ich bin euch zu Dank verpflichtet, nicht wahr? Weil ihr Meister Heg überzeugt habt. Ich kann mit Freude verkünden, dass er mich die mühsame Kunst der Geistereinstimmung gelehrt hat. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich damit erreichen kann. Doch sollte ich euch dadurch irgendwie behilflich sein können, würde ich es gerne versuchen. Und sollte auch nur die geringste Chance bestehen, dass ich das Leiden meiner armen, verpflanzten Männer lindern. Nun, dann muss ich es definitiv versuchen. Roderica, Geistereinstimmungslehrtochter, es freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Woher war das Rotkäppchen? Was hat Geistereinstimmung? Bitte. Das Menü zur Geistereinstimmung. Im Menü für die Geistereinstimmung könnt ihr mit Runen und Gräber Alilien Geister verstärken, die ihr aus... Oh, ja, wie geil ist das denn? Um Geister mit Eigennamen zu... Eigennamen wirken, braucht ihr Geisterteillilien. Ja, ich hab mich schon gefragt, das sind diese kleinen grünen Blärme, die du in die letzten Ecken in der Open World findest. Da hab ich ein paar. Geile Nummer! Wer war das? Der Herr Aldi. Dankeschön, Alter! Ja, Mom! Merci für deine 3,50. Hast das Item Muskatnussregal auch schon gefunden? Was? Hast das Item Muskatnussregal auch schon... Wenn es das Item gibt, als ich Hans Gackerl Zipfemeier. Sag ich dir, was ist. Merci für deine 3,50. Ja, super geil, Alter. Ruft die Geister von 2 Soldaten. Was haben wir da noch? Nötige Objekte. Gräberteillilie. Nein, dann haben es doch andere. Weil von der habe ich mehr als 4 gefunden. Außer da gibt es verschiedene wieder. So wie mir das anschaut, gibt es verschiedene. Nein, was nehme ich am liebsten her? Die Wolf sind einfach geil. Ah, tu mir verstärken. Was passiert denn dann eigentlich? Wo sehen die Werte von dem Ding? Wie viel Damage und so weiter. Aber das tun wir jetzt auch. Okay. Und können wir Verstärker, die können wir auch wieder. Gut, den Rest heben wir uns einmal. Ja, super geil. Super awesome. Mr. Aldi, Bussi aufs Nussi, Dankeschön. Haben wir da, bitte. Ich möchte euch um einen kleinen Gefallen bitten. Wir können hier nicht herbeigerufen werden, aber die Geister scheinen euch freundlich gesinnt zu sein. Ich denke, das kleine Ding wird sich über eure Gesellschaft freuen. So bin ich. Und die was? Weiß ich nicht. Kann ich jetzt da nicht ausprobieren, aber Quali. Qualle. Alles klärchen. Alles klärchen! Ja, ich hab schon gesehen, ich muss glaube ich mal bei den NPCs ein bisschen mehr diese Dialoge triggern. Und jetzt werten wir das Schwert mal auf. Und dann werden wir noch einen Test durchführen und dann ist Schluss für heute. Ja.
Waffe verstärken. Dann gehen wir auf unser herzallerliebstes Schwert, hauen wir einen Schmiedestein Level 2 ein. Level 4 herstellen. Jawohl. Und dann haben wir eigentlich schon ziemlich strong. Ja, mit 233 Damage. Und jetzt da ich gerne was ausprobieren. Jetzt pass auf. Nämlich, was ein normaler Schlag so Schaden macht, mit aufgeteilt, also physisch und magisch und einmal nur physisch. Weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob der Magieschaden, ich meine, es kommt wahrscheinlich auch von Mob zu Mob drauf an, wie viel Resistenz das er auf Magie hat und den ganzen Scheiß. Aber, da eine mittlere Last, Schwert. Dann schauen wir einfach mal, was so ein normaler Hit Damage macht. Ein ganz stinknormaler Hit. Am besten auf einem Schaf. Nehmen wir ein Schafal. Das wird wahrscheinlich auf einen Schlag umfallen, aber das ist ja wurscht. Wir sehen ja, wie viel Schaden das macht. Auf. Machen wir so. 139. Probieren wir beim nächsten Schaf auch nochmal schnell. 139. Das wäre der Crit gewesen sein, das waren 195. Okay, jetzt probieren wir das Hack hier mal schnell aus. Schreibt's einmal mit. 139 Schaden. Das würde mich interessieren. 139 ab in den Chat. Mal, was das Hack gemacht. Oh. 179. Du am besten schreibst Schwert. Physisch und magisch. Das ist ein Viertel auf mich. Ich kann mir vorstellen, dass man auf dem Viertel wahrscheinlich mehrere. Macht auch bloß 135. Probieren wir es einmal an Ermas. Und da waren es 95 pro Hit. 95 pro Hit. Wenn wir jetzt das neu ausbaute Schwert nehmen, dann noch so einen Kandidaten suchen. Gehen wir mal weiter. Axt bricht Haltung vielleicht besser. Das kann durchaus möglich sein. Ja. Macht auch nicht recht viel mehr Schaden, obwohl sein Level weiter ausgebaut ist. Waren jetzt 98 pro Hit. Okay. Jetzt stellen wir mal den magischen Scheiß da aus. Der offensichtlich mir ein bisschen trollt, glaube ich. Wölfchen, ich hab's schon gelootet. Schimpf du nicht schon wieder. Ich höre dich bis daher. Hoppala. So, jetzt der wir das Ding nämlich einmal oben. Waffe verstärken. Nein. Fuck, wo kann man das machen? Da muss man sich hinsetzen. Oder kann man das beim Hinsitzen machen? Mit der Asche. Stufenaufstieg, Flaschen, Zauberlernen, Truhe, Sortieren, Kriegsasche. Oh. Oh. Da ist ein Haufen Zeug, was. Fertig, solide. Alter. Alter. Standard? 100, die waren vorher noch nicht da. Affinität gewährt. Ach, das sind die Affinitäten. Okay, das ist neu. Vorher hat es bloß Standard und magisch gegeben. Wo ist jetzt da der Unterschied? Da skaliert es mit Stärke, aber ich sehe ja, wie viel Schaden das am Schluss macht. 131 plus 45, 144 plus 31. Also Standard ist halt einfach das Stärkste. 144 plus 31, 131 plus 45. Dann nehmen wir mal Standard. Was haben wir da? Da haben wir einen Sturmwall. Da gibt es auch lauter neue Sachen. Ja gut, die Angriffskraft mit dem Schädel ist mir eigentlich scheißegal. Hauptsache es blockt 100 physischen Damage. Das ist das Wichtigste. Na ja gut, probieren wir mal das Schwert aus. Schwertal, hoppal, rausgehen. So, jetzt haben wir nur noch physischen Schaden auf dem Schwert drauf. Jetzt bin ich gespannt, wie viel... Falsche Richtung. Du, meine ist die falsche Richtung. Schloss Stormwell und jede Menge Geschrei. Was? Wo ist denn jetzt da?
Hey, Chekhov. Geh mich jetzt da. 109. Da haben einfach 10% mehr Schaden. Wieso sagt mir das keiner? Okay. Macht das Ding Schaden am Schaf? 152! Wie viel haben wir vorher gehabt? 139. Das sind einfach 10-15% mehr Schaden. Aber ich wurde geblendet! Ich wurde geblendet! Ja gut, auf alle Fälle haben wir jetzt ein stabiles Schwert. Dann haben wir das noch schnell rausgefunden. Wie wird denn das dann berechnet? Haben wahrscheinlich die Viecher und so weiter eine viel zu große magische Resistenz, damit der Schaden da ankommt, wie er soll. Naja, nice to know, Kinder. Weißt du, was ich euch sag? War unfassbar launiger Stream. Fuck, hab ich heute voll Spaß gehabt. Hab ich nicht kommen sehen. Hab ein bisschen Bedenken gehabt vom Samstag, hab ich einfach irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl gehabt. Keine Ahnung warum, vielleicht war ich einfach auch bloß einmal schlecht drauf, kann natürlich auch sein, keine Ahnung. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Absolut geil. Wie oft haben wir gestorben heute? Achtung, Depfkante, nochmal schnell einer mit dem Depfkante. Depfkante, was sagst du? 41. 41 Tode auf dem Deathcounter. Depfcounter, Entschuldigung. Wo haben wir noch angefangen? Ich glaube bei 37. Oder wie oft haben wir gestorben? 3, 4 Mal. Ich glaube, es war ganz okay. Ah, ich glaube, wir haben uns gar nicht so blöd angestellt. Ein paar saubere Helibadenritter zusammendroschen. Das werde ich offstream auch noch ein paar Mal machen, weil ich die Helibade haben will. Nein, ich habe da so eine dumpfe Vermutung, dass die OP sein kann. War nicht das erste Mal. Dark Souls Leute wissen, von was ich rede. Vor allem Dark Souls 2 Leute wissen, von was ich rede. So! Was ist mit den Offstream-Depth? Die zählen nicht mit. Die zählen nicht. Es sind nur Stream-Depth. 4 Mal haben wir gestorben. Jetzt habe ich gerade Kreuzweh wie Hölle. Warum habe ich jetzt... Ja, weil ich die ganze Zeit so behindert aufrecht da sitze, wie man eigentlich da sitzen soll. Ja? Wer kennt es noch? In hier? Ja, hallo, ich spiele ein bisschen Computer. Und nach 8 Stunden denkst du so, oh, ich habe gar kein Kreuzweh mehr. Das ist ein unfassbar gutes Spiel. Aber lasst euch jetzt nicht von mir wieder irgendwie beeinflussen, das muss gut sein und sonst irgendwas. Das ist halt unerwartet gut gelaufen. Ihr habt selber ein paar Mal gesehen, dass man in dem Spiel so dermaßen schnell stirbt und Abschnitte immer und immer wieder macht, dass es ganz aus ist. Und die Burg ist anders geil gemacht. Ich glaube, wir haben, ich weiß nicht, wie weit wir durch die Burg sind, wahrscheinlich nicht einmal die Hälften. Wir haben noch eine Burg im Süden unten. Das kommt jetzt ganz darauf an, ob wir am Samstag streamen oder nicht. Ansonsten mache ich die Offstream. Und die machen wir dann beim nächsten Mal im Stream weiter, versprochen. Das Einzige, was ich vielleicht tue, ich werde ein paar mit den Ritter killen, um den, ob man da das eine oder andere Rüstungsteil droppt von dem. Das war ganz geil. Ja. Was der einzige Aldi schreibt, Alter, was soll die 1:1 Nachmache von mir? Wer ich? Wo hab ich die nachgemacht? Ich hab die nicht nachgemacht. Aldi! Oder was meinst du? Um was geht's gerade? Der Wegei schreibt, saugeiler Stream, unbedingt weiterspielen. Samstag war ja auch geil, aber das sehen wir ja. Ich hau mir eine gute Nacht, hab euch lieb, schlaft's gut. Herr Wegei, hauen Sie eine, habe die. Das Eisinken im Stuhl. Achso. Ja. Ja. Da haben wir alle irgendwo gleich. Aber es freut mich sehr, dass es euch taugt. Das freut mich wirklich anders sehr. Das carried uns mindestens dann nämlich durch den ganzen März. Mindestens. Ich glaube nicht, dass wir das Ende sehen werden. Sage ich euch, was ist, für das dauert es einfach zu lang. Aber wer weiß, vielleicht. Schauen wir mal. Und ich hoffe, dass von der Ruckelei und so weiter einigermaßen passt hat. Also für mich war es spielbar. Sag's euch, wie es ist. Seitdem ich diesen FPS-Log gefunden habe, läuft das Spiel wirklich sauber. Ich kriege zwar trotzdem aus unerklärlichen Gründen mit meinem Computer bloß 80, 90 Frames zusammen. Mehr geht nicht, warum auch immer. Selbst wenn die Grafik auf komplett low steht, geht nicht mehr. Keine Ahnung, ist ja wurscht. Ja, wenn es euch taugt hat, Like nicht vergessen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bussi auf das unfassbarste Nussi. Ob ich jetzt noch ein bisschen weiterspiele, weiß ich nicht. Das kommt jetzt darauf an, ob die Eve-Leute da sind oder ob ich einfach ins Bett gehe. Kann auch passieren. Schauen wir mal. Danke für die ganzen Donations heute wieder mal. Hirschi, hab ich die schon wieder übersehen. Der Schmied schaut aus wie der erschreckliche Sven mit Eidechsenarm. Wer ist denn der schreckliche Sven? Ich glaube, ich kenne einen schrecklichen Sven nicht.
Löwenzahn! Oder man macht nur die Hauptstory im Stream. Das tun wir gerade. Was mir halt ein bisschen, weißt du, wenn wir mir bloß einmal in der Woche streamen, ich mag dann nicht in die anderen Gebiete vorrücken, weil, es ist irgendwie, keine Ahnung, ich möchte jetzt schon halt einigermaßen so wie How It's Meant to Be Played spielen. Und wenn wir mir das alles überspringen, dann muss ich eine Woche lang warten, bis ich weiterspielen kann und das ist mir halt auch zu blöd. Also es kann schon mal sein, dass wir irgendeinen Storyteil überspringen, weil ich in Offstream spiele, weil ich das nicht erwarten kann. Aber ich versuche mich zu zügeln. Merci dir. Herr Geibiffi. Grüß Sie, Herr Bürger. Bin öfters mal abseits, aber immer treu ergeben. Schöner Bord, frisch campet, eure Flauschigkeit. Ja, also jetzt nicht mehr, aber vor dem Stream war er halbwegs frisch campet. Dankeschön. Er gehört einmal sauber zugeschnitten, weil langsam wird es echt sauber nicht stauern in der Fotzen. Merci für den Euro. Und dann haben wir einen Timmy, was? Team Elite Yasi. Welcome to the Squad. Im feinsten Squad, der am Platz steht. Bussi aufs Nussi, habe ich dir merci für die Mitgliedschaft. Merci für die ganzen Donations. Merci fürs Zuschauen. Absolut geil. Es ist momentan übrigens, es gibt noch ein paar Randinfos. Jetzt haben nicht mehr so viele Leute da. Achtung, Randinfos. Die schmeißen wir auch noch schnell raus. Was ich momentan so tue. Gestern habe ich nach langer Zeit endlich die Nachricht gekriegt, dass ich endlich den verfickten silbernen YouTube-Play-Button kriege. Gestern ist die Nachricht im Admin gewesen und gestern habe ich ihn bestellen können. Nice. Finally durchgespielt. So. Mehr ist mit Dialekt-Content nicht möglich. Das ist meine Auszeichnung für 100.000 Abos. Sage ich merci. Die hänge ich da hinten zwischen meine Gitarren rein. Da behaupte jetzt ausnahmsweise, auch wenn ich normalerweise sehr selbstkritisch bin, aber leck mich am Arsch. Ich mag behaupten, den habe ich mir verdient. Aus. Und ich will ihn haben. Aus. Ja, bin gespannt, wann der kommt. Also das kann auch wieder Monate dauern, bis der kommt. Der wird extra produziert halt mit meinem Namen drauf und so weiter. Und ja, lasse ich euch dann natürlich wissen. Hoffentlich kommt er vielleicht zum 5-Jährigen. Das war toll. Das war toll. Dann könnt ihr ihn nämlich ins Video einbauen. Das war eigentlich ganz nett. Dann, das nächste. Ich habe gestern eine Nachricht gekriegt, oder wir haben im Discord schon kurz einmal drüber geredet. Ich habe überlegt, es gibt ein paar Leute, die meine Videos auf TikTok klauen. Bringen wir es einfach auf den Punkt, so wie es ist. Übrigens, für Glückwünsche und so weiter, die gerade im Chat passieren, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Der Team Yasi hat Mitgliedschaft verlängert, fix. Bei mir steht dort, has become a member. Das heißt, du warst eine Zeit lang kein Mitglied, nicht? Oder du warst noch kein Mitglied. Ich sehe das anders leider nicht da vor mir. Merci dir. Da Mr. Mesh fragt, bestellt, kostet der was? Habe ich mir zuerst auch gefragt, aber nein. Aber da der extra für die haben ja meine Adresse nicht. Also YouTube selbst. Und dann kriegst du als Creator so einen Code zugeschickt und einen Link. Den gibst du dann auf der Seite ein, dann gibst du deine Adressdaten, ein und deinen Kanalnamen quasi. Was mir ein bisschen gewundert hat, weil mir gedacht habt, so, ihr Volldeppen, ihr wisst so, wie mein Kanal heißt. Habe ich jetzt selber Bürger eingeben müssen und dann sagst du, was ist, dann habe ich mir schon gedacht, wie bestellen? Kostet jetzt der was? Ist das euer Ernst? Ich scheffelt YouTube Kohlen in den Arsch seit über 5 Jahren noch und nöcher und da bin ich nur ein relativer Witz dagegen, was andere nicht den YouTube Kohle in den Arsch schirmen und produzieren und jetzt muss ich da zahlen dafür? What? Und nein, kostet aber nichts. Also ich hab bis jetzt zumindest nichts zahlen müssen. Weiß der Teufel, vielleicht ziehen sie mir irgendeinen Teil von den Werbeeinnahmen ab, die halt monatlich auszahlt werden oder was weiß ich, aber ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass er was kostet. Es steht aber auch nicht dabei, wie lange das dauert und so weiter und so fort. Das kann sich wieder nur um... Wie lange haben wir jetzt 100.000 Abos? Ich glaube seit Januar letztes Jahr. Seit über einem Jahr. Und gestern auf die Nacht habe ich die Nachricht gekriegt. Frag mich nicht an, was das liegt. Keine Ahnung. So viel dazu. Jetzt nochmal zurück. Thema TikTok. Hey! Ja, auf TikTok gibt es ein paar Leute, die eiskalt meine Videos klauen. Und 1:1 einfach sich Schnipsel aus die Videos außernehmen, die offensichtlich lustig sind und dann für sich selbst beanspruchen und aufladen. Meistens sogar ohne Erwähnung und ganz ehrlich, mittlerweile sogar, wenn mir jemand erwähnt, Bürger irgendwas, da ist kein Link zu meinen YouTube-Videos, da ist kein Link zu meinen Streams, da ist kein Link zu irgendwas von mir, sondern da steht einfach bloß Bürger. Ganz ehrlich, da tue ich gar nicht mehr lange umeinander. Ich wollte es zuerst probieren mit, schreibt die Leute, oh, hey, du das over, habe ich ein Problem damit. Ich habe kein Problem damit, wenn ich mal, hörst jetzt auf, Roman Empire, super Stream, freue mich auf der nächste. Bussi zurück, Mr. Roman Empire, merci für deinen Zwickel. Da, Schluss jetzt mit Donations, ich möchte gerne was verzeihen.
Und ich hoffe, das nimmt mir niemand übel, dass ich mich da nicht mehr lange umeinander fackelt und einfach Urheberrechtsstrikes ausgeballert nach und nöcher. Weil ganz ehrlich, ich sehe nicht ein, dass ich jahrelang da an Videos umeinander werkelt und mir eigentlich in meiner Welt zumindest schon ein bisschen Mühe gibt. Dann gehen andere Leute her, schneiden sie Teile aus und geiern sie damit Zehntausende von Klicks, die eigentlich, wir sollen sagen, nicht selbst verdient sein, sagen wir es so. Es ist zwar auf TikTok, aber selbst das ist mir nicht wurscht. Ich habe damals schon zugeschaut, wie sie andere Seiten auf Facebook vor über 10 Jahren mit meinen Videos groß machen und ich bin daneben gesessen und habe zugeschaut, das wird dieses Mal nicht laufen. Und wenn ich ganze Kanäle striken muss und löschen lassen muss, ist mir scheißegal, Alter. Und da gibt es auch kein Video drüber über die Leute oder sonst irgendwas, weil das ist ja genau das, was sie eigentlich haben wollen. Dann kriegen sie ja das, was sie haben wollen, nämlich die Aufmerksamkeit. Granti, Alter, spinnst du? Was ist mit dir, Alter? Jetzt kommst du daher. Was ist mit dir? Wo kommt das jetzt her? Warum? Granti! Senf! Wo ist der Senf? Ich weiß nicht, wo der Senf ist. Ich habe halt schon einen Senf gegessen. Weißt du, was ich gegessen habe? Ein Rankel Brot, 2 Scheiben Brot dazu, getoastet und 5 Wiener. Ich weiß schon ungerade Zahl, aber da ist es nicht so wichtig wie bei den Weißen. Granti, ich weiß nicht, was ich sagen soll jetzt, das ist kaum unerwartet. Bus aufs Nussi, Dankeschön. Hör jetzt auf damit. Granti 16 Scheibe, bin gerade vor der Hocken, was hab ich versammelt? Alter, einiges. Eigentlich einen super guten Stream, muss ich da sagen. Muss zurücklaufen lassen, muss da noch mehr anschauen. Wir haben einen Riesendrachen umgebracht. Wir haben eine fette Ritter umgebracht. Wir haben eine Burg observiert. Wir haben irgendein komisches Tschernobyl-Viech angezündet. Und wir sind 4-mal gestorben. Oder 5-mal, ich weiß nicht mehr. Merci dir. MC fix. Da, wo haben wir stehen geblieben? So. Der Plan war folgender. Oder beziehungsweise das wann habe ich das da? Das erste Video von dem, da geht es jetzt um einen ganz speziellen Kanal, habe ich am 16. Februar, jetzt hört es halt einmal auf, ich möchte so gern was erzählen. Zipfel schwingen. Das kannst du mal. Aber bitte nicht vor der Kamera. Das ist nix. Merci dir. Sandro, Bussi Nussi. Merci für den Zwickl. So, jetzt seid aber. Am 16. Februar. Das Video ist dann gelöscht worden. Zu Recht auch bei dem. Was tut er? 2 Tage später lädt er wieder irgendeinen anderen Schnipsel drauf und schreibt saufrech. Nur mal ein Bürgervideo, weil das erste ist gelöscht worden. Nein, gesperrt worden. Dann sitzt du so da. Heißt ja, du kriegst eine Benachrichtigung von mir, was ich da reinschreibe. Sagt TikTok zumindest, keine Ahnung. Und ich hab da sehr deutlich eingeschrieben, Alter, das ist mein Video. Und ich habe nichts dagegen, wenn jemand mein Video nimmt und quasi was Neues draus macht. Ja? Eine Comedy, eine Reaction, irgendwas anderes. Ja? Einen Hauch von Eigenleistung da einbringt. Sei es kommentiert, sei es ein Recut, sei es irgendein lustiges, irgendetwas. Aber einfach klauen und nicht einmal meinen Namen schon draufschreiben. Aber auch bloß, weil, was weiß ich. Dann sitze ich da und denke mir so, ja, nö. Das ist not how it works. Und darum made ich jedes einzelne Video. Und ich weiß nicht, wie viele Meldungen das du brauchst, dass du von TikTok fliegst. Und das ist mir nicht spät, trust me. Und wenn es 500 Videos aufgeladen, wenn irgendeiner eins findet, sagt es mir, ich hab mir schon Steuerung C, Steuerung V für das Formular gemacht, das sind 3 Handgriffe, dann ist das Video gemacht. Und meines Wissens wirst du dann von TikTok gesperrt. Oder, noch viel lustiger, du kriegst einen Shadowban. Das heißt, die Leute haben gesperrt, aber merken es nicht. Und haben dann auf die zukünftigen Videos heute noch 2 Views oder so. Und wundern sich, was ist kaputt? Naja. So, wie bin ich da drauf gekommen? Oder auf was bin ich da durch dann gekommen? Ja, das ist natürlich sehr einfach, die Videos zum Klauen, wenn ich es selber noch nicht auflade. Leider kann man auf TikTok aber bloß 3 Minuten lange Videos aufladen. Dann habe ich mir überlegt, hey, weißt du was, ich habe da 50 How-Tos, 15 Kruzifix und die haben relativ zeitlos, ja, also die haben ja teilweise 5 Jahre alt. Teil doch die durch 3 und lad's nacheinander auf TikTok. Absolut kommentarlos. Das sind 100%ig Leute, die kennen die Videos schon, da haben wir mit Sicherheit einen Haufen Leute, die kennen die Videos nicht. Hoppala, jetzt habe ich das Mikrofon angedroschen. Jetzt muss ich mal schnell das Speiers, da können wir jetzt einmal nachschauen. Ich habe nämlich schon eins aufgeladen. Jetzt nicht runter. Hoppala. System. Blub. So, aus dem Spei. Und dann habe ich gestern eine Benachrichtigung gekriegt. Im Discord hat das irgendjemand geschrieben. Ab jetzt gingen 10 Minuten lange Videos. Dann bin ich so da gesessen.
Hey! Nice! Und hat man denkt so, jetzt hat der gemeine TikToker von Welt mit seinen 30, 20, 10 Sekunden Scheißdrecks uneditierten Huren. So laut. Musik schon wieder so laut. Machen wir da mal alles zu. Mach alles zu. So, jetzt halt. Gronti! Jetzt hast du auf, Kruzifix! Machen wir einen 50er draus. Hashtag TikTok ist für den Arsch. Hashtag Senf. Nein, machen wir nicht, aber jetzt ist es spät. Was soll ich jetzt sagen? Gronti, Ruhe ist jetzt. Kruzifix. Bussi aufs Nussi. Dankeschön. Aber Ruhe ist jetzt. So. Ich habe die Nachricht gekriegt, man kann jetzt 10 Minuten lange Videos aufladen. Und mir denkt, ha, nice one, Alter! Kann ich mir die Scheiße sparen, dass ich die How-Tos irgendwie auf 3 Minuten zuschneide und 3 Teile draus mache, also Phase 1, 2, 3. So war zumindest der Gedanke, dass im TikTok-Kanal dann das Video immer in einer Reihe ist, wenn man so durchscrollt. Aber egal. Und mir denkt, hey Alter, besser wird's nicht mehr. Dann habe ich das Video einfach mal ganz aufgeladen. Jetzt kriegt natürlich der gemeine TikToker von Welt, wie man ihn so kennt, der kennt ja nur Videos, die 20 Sekunden lang sind, eine längere Aufmerksamkeitsspanne hat der sowieso nicht. Ob ich mir auch denkt. Oder wenn man denkt, lasst halt mal das gute Alte, Alter. Lasst mal How to Leberkäse auf. Einfach so. Scheißegal. Ich habe einen TikTok-Account. Ihr wisst, die meisten wissen warum. Ich habe einen TikTok-Account seit Kruzifix TikTok. Ne? Da wo wir so ein bisschen umeinander geschaut haben. Was der Sprengi gerade schreibt, ja, das schauen wir gleich, aber ist egal, der da drüber scrollt, hat auch mindestens einmal meinen Namen gelesen. Das ist okay, bin ich okay damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Andere Firmen zahlen Milliarden, damit irgendwo ein Banner ist, damit man einen Namen mal gelesen hat. Sag ich, nice one. Aber das gute alte How to Leberkäse aufgeladen. Der Parzhamland, was soll jetzt da herzagen? Gehst du auf TikTok, suchst nach Bürger. Oder How to Leberkäse. Außerdem soll ja jeder How to Leberkäse kennen. Dann habe ich 2 Videos gemacht, die speziell für TikTok waren. Ja, das waren so 30-Sekunden-Dinger, völlig behindert. Und machen halt aus dem Nix, aus dem Stand. 75.000 Aufrufe, 26.000 Aufrufe, 34.000 Aufrufe, über 100.000 Aufrufe, 13.000 Aufrufe. Und How to Leberkäse hat in den ersten 24, das ist jetzt seit 24 Stunden online, und hat 117.800 Aufrufe. Und hat mir 4.000 Follower gebracht. Sitze ich da und denke mir so, was? Wo kommen die Leute her? Was zur Hölle? Hä? Und dann denke ich mir so, genau. Und jetzt habe ich da noch 50 andere How-Tos, die alle schön dann rein noch auf TikTok gelohnt hat. Und yo. Social Media Reichweite plus 300%. Exactly. Und es wirkt ja auch, ich glaube zumindest, das kann ich jetzt noch nicht beurteilen, ich meine, das ist jetzt eine Woche online, vielleicht das zweite Video, das ich auflade, das ist dann wieder gar nichts mehr. Ich habe einmal gehört, der TikTok-Algorithmus belohnt Leute, die länger inaktiv sind oder gerade anfangen. Das nächste Video hat dann vielleicht bloß noch 10.000 Aufrufe. Naja. Mr. Mesh, oh Gott, der Bürger geht jetzt zu TikTok. Oh mein Gott, nein. Und wenn, dann gehe ich zu TikTok mit Videos, zu denen der TikToker in der Regel nicht imstande ist. Ein TikToker ist in der Regel nicht imstande, ein Skript zum Schreiben, geschweige denn sein Scheißdrecks-Video zum Editen und da irgendwas draus zu machen. Nein, er ist imstande, ein Hochkant-Video zum Filmen und da mit seinen Gichtbratzen 2 Sekunden irgendwas zusammen zum Schneiden mit irgendwelchen vorgefertigten Effekten und das tut er dann auf und lässt sie feiern dafür. Sag ich dir ganz ehrlich, der soll bloß seine Fotzen halten. Mit seinem Scheißmüll. Darum hat man gedacht, hey, jetzt wo 10 Minuten lange Videos gingen, war es verschenktes Potenzial, wenn man die Videos und quasi bayerisches Kulturgut da nicht auflädt. So. Der hier Rainer schreibt, TikTok ist halt die neue Generation, die mit YouTube nicht mehr so viel anfangen können. Die kennen wahrscheinlich noch nicht und finden das jetzt alles ganz witzig. Natürlich. Dies und das. Also ein Teil in die Videos kennt How to Leberkäse, aber ein sehr großer Teil auch nicht. Oder macht zumindest in die Kommentare nicht den Eindruck. Und darum, außerdem wird TikTok genauso zu YouTube wie alles andere auch. Was meinst du, warum die 10 Minuten lange Videos erlauben jetzt auf einmal? Und angefangen haben sie mit 30 Sekunden oder einer Minuten oder so. Dann haben es 3 Minuten geworden, dann sind es 10 Minuten geworden und der nächste Schritt ist vor den Videos Werbung zum Schalten und. Es wird einfach, sie mengen einfach YouTube, wir sollen sagen, anfankeln, aber da schaust du mal Userzahlen an, wie viele Leute das YouTube benutzen. Da ist TikTok, also da
Da steckt TikTok noch nicht einmal in die Kinderschuhe. Die haben noch nicht einmal eine Kindersäcke an, bis die überhaupt nur ansatzweise an YouTube ohne schmecken. So, Leute, jetzt hört's auf mit der Donaterei. Frankie, ich habe ein Video von dir bei TikTok. Soll ich es löschen oder darf ich es behalten? Du wurdest markiert. Solange ich krieg gleich schon wieder Angst. Gell? Schick mir das mal im Discord. Dann sag ich dir, ob ich es weghaben will. Es ist die Frage, ob es einfach nur gestohlen ist oder nicht. Frankie, oh. Nein, das ziehst du, die Zwickel, den ziehst du jetzt zurück. Nein, ich hab's nicht übersehen. Es kam nur zu spät. Hört jetzt auf! Was ist mit euch? Aaron! Also nochmal danke für den geilen Stream heute. Da ist der Sie, Scheißdreck dagegen. LG aus Tirol. LG an unsere Lieblingsnachbarn und merci. Ein bisschen zusammenreißen mit der Kohle, Alter. Das ist zu viel, Alter. Das ist einfach zu viel. Ich sperre ohne den 20er, 10er und 20er und was weiß ich was weiter. Bussi aufs Nussi, danke dir. So. Der Patzhamland schreibt, hast du Zahlen? Was für Zahlen? Hast du einen Merch-Shop? Asentfree. Ja, habe ich. www.bürgerwear.de. Link ist in der Beschreibung, falls dir das interessiert. Da der Nightbot, der hat das einfach so ausgekaut. Jupp, es gibt ein Bürgermerch und zwar da. www.bürgerwear.de. Aber du bist auf YouTube. Nein, bist nicht. Dann doch lieber OnlyFans als TikTok. Da ist mir das nicht. Gronti, hörst jetzt auf? Ich höre sicher nicht auf. Gut, dann halt jetzt mein Maul. Ich weiß, dass du nicht aufhörst. Es war nicht das erste Mal. Gronti Bussi, dankeschön. Ja, aber jetzt ist gut. Jetzt am Schluss aus ist gut. Ich muss jetzt dann aufhören, weil sonst schimpft mit Bürgerin wieder. Die hat mir am Montag schon geschimpft. So. Keine Angst. Ich werde nicht zum TikToker. Und wenn ich zum TikToker wir, dann nicht zu diesen Vollspasten, die ein Hochkant-Handy da hinstellen und dann ich bin stockschwul, aber ich trau's mir nicht sagen. Und das dann für lustig finden und sie dafür feiern lassen, weil sie absolut fucking gar nichts kennen. Just know, es wird einfach nicht passieren. Darum, irgendjemand muss es nie WHO haben. Und ich habe hier 50 Videos, 50 How-Tos, 15 Kruzifix ungefähr, ein paar Musikvideos, ein paar Best-of-Videos und dazwischen noch ein paar andere Sachen, die werde ich alle noch aneinander aufrotzen. Ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal, bevor ich es mal von anderen Leuten klauen lassen muss. Ganz bestimmt nicht. So, und jetzt ist er Ruhe. Für YouTube und TikTok. Hast du Zahlen für YouTube? Also natürlich habe ich Zahlen für YouTube, ist ganz klar. Und für TikTok habe ich erst ab morgen Zahlen. Da habe ich extra nachgeschaut, dass ich da Zahlen finde. Wie viel wirklich da bloß durchscrollen und dann ein View aufcounten oder sich das Video wirklich anschauen und so weiter. Das hat mich nämlich auch interessieren. So, jetzt pass auf. Auto Leberkäse hat in den ersten 24 Stunden 118.400 Aufrufe. Und 11.100 Likes, 284 Kommentare. Das ist schon lächerlich. Also was heißt lächerlich? Ich finde, es fühlt sich, brauchen wir nicht rundum schmerzen. Es befriedigt auch bei mir immer noch das Gegeiere nach Views-Bedürfnis. Ja, natürlich. Und nach Aufmerksamkeit. Für das mache ich das hier. Natürlich freue ich mich darüber. Und jetzt, wo TikTok hergeht und 10 Minuten freischaltet und kein TikToker oder 90% von diesen TikTok-Spasten nicht in der Lage sind, ein Video auf 10 Minuten zu produzieren, da wo ich nicht nach 30 Sekunden einen scheiß Drecks-Schlaganfall kriege, habe ich mir gedacht, ja, da steige halt ich jetzt ein. Das ist mein Moment, auf den habe ich gewartet. Jetzt komme ich. Stimmt, Brotzeitbredel hochladen. Stimmt, hast du absolut recht, ich habe sogar noch die Synchros. Komm mal auf, Elon, jawohl. Brale, und wenn sie mir den scheiß TikTok-Kanal sperren, dann stecke ich meinen Finger in den Arsch und blase mir auf. Mach mir neuer und lade die Videos wieder von vorne auf. Mir ist der Kanal eigentlich scheißegal, aber solange er Aufmerksamkeit generiert, ja, bitteschön, Dankeschön. So, Herr Lauenecker, Bürger, wie schaut's aus, wenn wir nächstes Mal in der SI Teams machen und uns nackert klopfen? Du schaust mit dem Stream zu, auf die darf keiner schießen. Das ist generell eine gute Idee, aber genau in dem Moment kommt irgendein Cheater-Depp oder sonst irgendwas und wir müssen kämpfen und dann rennen einfach 30 Knocker die Leute auf ihm zu. Free Frankie! Link ist im VIP-Blade-Schmerz. Schau mal auch noch her. Ich hoffe, ich vergiss es nicht, um Gottes Willen. Wenn nicht, dann scheißen wir morgen. Ist auch nicht so tragisch. Bis jetzt, ich sag das dann schon. Ich werde nicht hergehen und werde die einfach aus dem Leben striken, okay? Ja, du sagst mir's wenigstens. Es kommt kannst du die Frage eigentlich selber beantworten. Ist ein Video 1:1 Cloud oder ist irgendwo Eigenarbeit drin? Wenn Eigenarbeit drin ist und wenn es bloß 5% sind, da ist durchgelassen, weil du es gesagt hast. Aber wenn es einfach nur ein Schnipsel ist, gestohlen und aufgeladen, dann kannst du die Antwort vermutlich selbst beantworten. Oder geben, die Antwort beantworten.
Lion! Also für TikTok brauchst du nur ein 4000 km/h Geld, dann ist das Ding im Sack. Es war ein bisschen kontraproduktiv, wenn ich Kruzifix TikTok auf TikTok auflade. Aber ich würde es lustig finden irgendwo. Schauen wir mal. So, na gut. Ich hoffe, das nimmt mir keiner übel. Auf den Moment habe ich gewartet, dass man 10 Minuten Videos aufladen kann und jetzt geht's los. So, jetzt sind wir schon unterwegs. Außerdem ist sowieso scheißegal. Ich glaube nicht, dass wir über von dem unterbelichteten Sauhaufen, der da drin umeinander guckt, irgendwas mitkriegen werden da in die Streams und so weiter und so fort. Schauen wir mal. So, und ja, Flea Frankie. Da habe ich schon gelesen. Langenecker habe ich auch gelesen. Da überlegen wir uns was. Schauen wir mal. Wir gehen sowieso so ein bisschen die Ideen aus, was wir in DayZ da sind. Wir haben alles. Ich weiß es auch nicht. Nochmal Roman, nochmal heimlaufen, das dauert nichts mehr. Laufen wir 1,5 Stunden in der Richtung und das war's dann. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Naja, gut. So, jetzt schleichen wir uns aber ins Bett. Jetzt ist 10 vor 11. Leute, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielen herzlichen Dank für die ganzen Donations. Vielen herzlichen Dank an die ganzen neuen Mitglieder. Vielen herzlichen Dank an die ganzen alten Mitglieder und jetzt ein Triple F mit Moderatoren, die seit Monaten Überstunden schirmen müssen. Wahrscheinlich ist da eh schon gar keiner mehr da. Doch, der Wi-Fi ist da, habe ich vorher noch irgendwo gelesen. Und der Fox ist, glaube ich, auch noch da. Der ist immer da. Ihr habt's immer da. Ihr habt's der Wahnsinn. Ja, sie sind der Wahnsinn, ich weiß es auch nicht. So, und jetzt schleicht euch. Vielen herzlichen Dank, Bussi aufs Nussi und schlaft's gut. Wir sehen uns vielleicht am Wochenende, aber nicht sicher. Ansonsten spätestens am Montag. Es ist momentan kein Video in Planung, beziehungsweise keins in Produktion. Das heißt, es kommt am Sonntag gar nichts. Und dann sehen wir uns am Montag mit wahrscheinlich DayZ und nächsten Mittwoch mit Elden Ring und vielleicht mit Elden Wochenende. Schleicht's euch. Honey! Weißt du, ich kann's nicht. So. Ist Bürgerin auch wieder wach und jetzt schleicht es euch. Niemals vergessen, Hashtag Strapse. Einfach mal über das Wort nachdenken. Strapse.